Schön schaut das aus. Nimm mal ein Bierchen. Ach so, ist das jetzt unser Intro oder was? Ja, für alle. Na, herzlich willkommen zu der diesjährigen 2025er Weihnachtsfolge. Oh, Jingle Bells. Lustig wird's halt nicht, weil das Seppi ist nicht da. Ja, es ist Das traurig. heißt, es gibt keine Onkelgeschichten. Leider nicht, aber mir kann man wieder welche erfinden. Über den Seppi. Und ja, genau. Ja, Das machen wir aber einfach du mal. kannst ja schon mal unserer Community erklären, was wir heute da machen. Ihr seht, es wird immer trauriger bei uns. Wir sind jetzt halt schon nur noch zu zweit bei einer Weihnachtsfolge. Drum haben wir uns dazu entschieden, da ja der, vielen Dank. Bitteschön. Das ist übrigens keine Schleichwerbung. Das ist eine unbezahlte Partnerschaft. Ja. Beziehungsweise einseitig bezahlte, weil ich kaufe jetzt Bier. Danke für nix, Hackle Mountain. Achso, ich hab gedacht, du meinst die Marke hier. Nein, die nicht. Da wissen wir nicht mehr, was das für eine Marke ist. Doch, aber, da steht's. wie heißt denn? Kubimana. Hubimana. Wir tun heute Merry Christmas Steckbausteine-Set zusammenbauen. Ich bewege mich einmal noch. Einmal noch, mehr nicht. Hier. Na, das Licht. Ja, wird schon passen. Wenn es ist, dann googelt es. Ja, eben. Wir, haben Und noch, wir haben uns wir, sind nicht ganz, wir sind nicht ganz allein, wir haben hier noch Besuch. Ja. Dann sage ich schon mal Prost. Warte, sie kreuzt sich ein bei mir. Prost. Fette Amsel. Prost, trinken wir mal. Ist gut, ich hab gerade ein Fischermens gegessen. Ist das gleich noch viel besser. Also, wir haben uns Folgendes überlegt. Nachdem wir jetzt verschiedene Sachen ja schon fabriziert haben bei den Weihnachtsfolgen, unter anderem ja einen grandiosen Weihnachtsstern, den wir nicht zusammenbauen konnten. Im Nachgang leider nicht geschafft. Ja, Lebkuchenhaus fabriziert haben. Zug. Lebkuchenzug. Und letztes Jahr habt ihr was gemacht? Ihr habt Weihnachtsbier gebraut. Genau, Glühbier haben wir. Glühbier. Haben wir uns gedacht, dieses Jahr wird mal richtig was baut. Und zwar mit Klemmbausteine. Und ich glaube, wir haben mal eigentlich gesagt gehabt, dass wir das dann auch irgendwie verlosen. Also, Ja, schauen wir mal, oder? je nachdem, wie weit wir kommen und wie kacke oder gut das Set ist, habt ihr dann die Möglichkeit, da auch was davon zu gewinnen. Wir wissen aber jetzt noch nicht genau, wie. Die Ersatzsteine können so. Das wird sich jetzt im Verlauf der Folge irgendwie schon ergeben. Also wir uns schon was einfallen, weil dann müsst ihr es auf jeden Fall komplett anschauen. Übrigens, ich habe da einen schönen Teller dekoriert, gell? Spekulatius Duplo, Wow. Weihnachtsstiefel, So, Dominosteine. das sind 1690 Teile. Das Dann schafft man das auf 29 Minuten. Okay. Wie machst du das normalerweise? Packst du erst alles aus? Nein, ich mach's, kommt immer auf den Plan oder mache ich es in der Regel noch. Genauso mache ich es. Ein riesen Wälzer dir schenken. Ein riesen Wälzer hier. So. Dann, dass wir schon mal Orientierung haben, wie das ausschaut. Es ist echt cool, da sind ja Figuren mit dabei. Also jetzt nicht Minifiguren, sondern zusammengebaute Klemmbausteinfiguren. Da ist ein Pinguin, da ist ein Lebkuchenmann, Weihnachtsmann. Das wirkt, glaube ich, cool. Lebkuchenmann, wieder geil verschreckt, zwei, die nicht Füße so bricht. Ah, schau, das ist eh alles nummeriert. Super. Ich hab Tüte 1 gefunden. Ja, passt. Dann, ich schiebe das jetzt mal einfach der Viere. Ich mache mal hier Tüte 1 auf. Es gibt ja manche Sets, da gibt es mehrere Einser. Das ist aber voll bescheuert. Es muss hier auch mehrere Einser geben, weil ich vermisse hier ein paar weiße Platten, wenn ich das jetzt richtig sehe. Warte mal, da steht 6, 4, 1. Nochmal einen. Ja. Wahnsinn. Das kenne ich nicht, weil Du hast doch bei, da eine Schar irgendwo bei gehabt. Lego gibt's nur. Ja, hab ich auch. Ja, und du bist der her. Mann und kannst Ja, aufessen. na. Wir wollen das doch danach verlosen. Ah ja, stimmt. Also, genau, wir verlosen nur die Verpackung. Ja, nur die Tüten. Schön hast du es aufgerissen. Und das dann am Boden einfach. Ja, schmeiß runter hier. Ganz normal bei mir im Haus. Haben wir noch mehr Einser? Jetzt warte, das sind die schon ein bisschen aussortiert. Das ist der Sechser. Das ist 6, das ist 2, 8. 4, Ich hab einen Zweiter. Wo hast du den Zweiter geschmissen da? 2, 6, 3, 8. 4, 4 haben wir. Da, Vier. genau. Was war das? 6, Das 3. Sind die da auch schon ausgezählt? 1. Achso. 3 und
6, 7. Hast du eigentlich schon mal so Fake-Marken zusammengebaut? Ja, habe ich tatsächlich, und zwar das Magic Castle hat's geheißen. Ah ja. Und war offensichtlich laut der Verpackung, was gesehen, der Baratur von Herr der Ringe. Draußen schön Magic Castle draufgeschrieben und innen drin ist dann so ein Platten gewesen, wo fett draufsteht Baratur. geile Fake. Hey, aber was mir jetzt gerade auffällt, das sind die scheiß Ministeine. Die sind schon klar, habe ich mir vorher schon mal gedacht. Fuck, okay. Aber bei kleinen Sachen bin ich mal vorsichtig, die mag ich nicht benennen, weil irgendwann erwischt es mich selber. 8, Da ist noch 5er. 5, 5. Was ist 3 und 3 habe ich auch noch da. wir haben hier Aufkleber, Gott sei Dank. Ah, der klang eh schon wieder. So, dann, du hast die Anleitung. Okay, ich fange jetzt mal. Da haben wir 2 weiße Bodenplatten mit 8x8. Der wird nämlich die sein, ja? Wir zählen das nicht, oder? Wir sind ja cool, wir sehen das auf einen Blick. Wenn du das sagst. Und dann brauchen wir diese komischen grauen Steine hier, die ausschauen wie Ziegelsteiners. Zweimal. Ich tue jetzt das einfach mal schon mit zusammenstecken tun. Tun. Das ist geil, da merkst du sofort wieder die geile Qualität. Also man kann ja sagen, was man möchte über Lego, aber bei den Billigdinger, die Bodenplatten sind schon wieder gewölbt. Aber die Das passiert bei Lego aber auch. noch nie nicht. Doch. Jetzt redet nicht Lego schlecht, hält der Steine. Hier. Ich sortiere, weil du baust schon mal. Okay. Also ich baue einfach nur und du sortierst. Das ist crazy. Fair, oder? Das ist nur fair, ja. Hallo, wie viel meinst du das? Sagst du das nicht? Schau mal die so. Sagst du das nicht? Gehört das da dazu? Ha? Schaut das aus wie eine weiße Platten? Alter, Warte, konzentrier dich auf dein Bauen, lass mich sortieren. Ja, gestern war, oder eigentlich ist heute, wie macht's nächstes? Macht's es am 5. oder am 6. Nikolaustag? Nikolaus? Ja? Das ist immer der 6. Okay, dann ist es praktisch heute für die Nikolaustag. Hast du was gekriegt vom Nikolaus oder Nein. was braucht? Nein. Ich auch nicht. Ein Kater. Versoffenes Warzenschwein. Ja, wir haben ja gestern Weihnachtsfeier gehabt, von der Arbeit aus. Oh. Das war wieder mal ein Fest. Ausfälle geben, die du öffentlich verzeihen darfst? Ausfälle? Ja. Du meinst an der Weihnachtsfeier? Nein. Schade. Nein. Dann ist es Das jetzt soll, mir verzeiht ja keiner was. Ach so. Ja, stimmt. Das ist ein wenig das Blöd in deiner Position, gell? Ja. Da wollen sie aber alles geheim halten. Ja. Boah, das wird furchtbar mit den Mini-Steinen da. Das Der Wahnsinn. tut mir schon mal leid, das war mir nicht bewusst. Hast du an deiner holden Maid auch nichts geschenkt zum Nikolaus? Der Tag ist ja noch lang. Ah, also sie kriegt nichts. Liebe. Liebe kriegt sie, okay. Wohin? Das darfst du jetzt gerne wissen. Gell? Aha. Give me something. Na, was machst du so am Nikolaustag? Hast du schon was gekriegt, wenn du schon so saublöd fragst? Ja, ich wollte jetzt nur wegen einer Ja, Konversation. Konversation. Bisschen ratschen, weißt du schon. Nein, ich habe auch nichts gekriegt. Das ist eigentlich ein sehr trauriger Nikolaustag. Ja, aber wie schon gesagt, der Tag ist ja noch lang. Achso, vielleicht bringt er mir noch was, meinst du? Ja. Das war schon schön. Ich hab mich schon gefallen. Und wenn es gerade ein wenig eine Schokolade ist. So wie da in dem schönen Teller, den ich hergekriegt habe. Ist immer ein Schokoladepur. Was kannst du empfehlen? Die Duplo Spekulatius kann ich empfehlen. Ja, die sind hebe ich mal zum Schluss. Ich setze da so einen Dominostein. Da haust du mal einen Dominostein rein. Die sind auch immer geil. Zartbitter, weil wir sind in dem Alter, wo man Zartbitter isst. Ab 30 wird nur noch Zartbitter gegessen und mir hat es eigentlich gereicht, dass ich nicht schon früher mit Zartbitter essen angefangen habe, weil es schon geil ist. Zartbitter ist ja eigentlich auch, glaube ich, sogar fast schon gesund. Fast, ja. Also es ist die hochwertigste Schokolade, die es gibt. Aber die Schokolade mit dem meisten Kakaogehalt ist welche? Die extrem Zartbitter. Na? Edelzartbitter. Na? Der Kakao-Schokolade. Na? Ja, weiß doch ich nicht, wie heißt denn dann? Die weiße Schokolade. Ach so. Echt, den nächsten Mal Kakaogehalt? Ja. Das ist doch gelungen. Nein! Ist doch hier schon wieder Viva la Mobilusion Fake News. Ich war in Hamburg im Schokoversum. Schokoversum? Ich glaube, so heißt. Wir bladeln mal schon mal um. Wir sind nämlich flink. Wow, du bist ja echt flink. Aha. Schokoversum, was gibt's da außer Schokolade? Nix. Also da gibt es nur Schokolade, da kannst du dann Schokolade herstellen, da kriegst du eine Führung über die Geschichte der Schokolade und so. Das klingt alles Okay. echt nicht interessant, aber, Aber ist er nicht. aber es war schon eine nette Stunde, wo man dann halt ein bisschen was lernt. Er ist praktisch wie so ein Schokoladenmuseum oder was? Und das habe ich nur gemacht, damit ich eben in der Weihnachtsfolge verzeihen kann, dass weiße Schokolade den höchsten
Schokogehalt hat. Sag mal, warum ist denn der Mütze eigentlich so versifft? Das ist ja irre. Die habe ich vielleicht auch schon öfter mal bei externen Weihnachtsfeiern aufgehört. Jetzt habe ich gedacht, zum Putzen verwendet. Ich putze doch nicht. Achso. Wie bescheuert. Nein, die ist schon also an so manchen Fest einmal getragen worden und dann vielleicht auch einmal runtergefallen und draufgesucht, gespielt, alles Geil. Mögliche. Schön. Die ganzen Erinnerungen, die tut man ja nicht. Aber im Gegensatz zu dir habe ich wenigstens nur eine Viva la Mobilusion Weihnachtsmütze. Ich hab- Du hast überhaupt keine auf. Ich habe, also zum einen, solange mein Haar nur so wunderschön ist, ist es ja gut, wenn die Leute das auch singen. Da bist du auf alle Fälle, hast du einen Punkt. Und zum anderen, ich habe schon eine Weihnachtsmütze da hinten irgendwo, aber ohne Viva la Mobilusion Aufdruck. Ja. Wir haben eigentlich mal alle eine gehabt, ich weiß aber nicht, wo die alle hingekommen sind. Wir haben eigentlich. Ich glaube, du hast die danach eingesammelt, weil du gesagt hast, du hast die ja schließlich Zeit. Das kann auch sein. Ja, weil es ist gerade wieder weggeschmeißt. Also das sind übrigens alles Mauerteile, weil hier sind nur welche, die sind komplett glatt. Okay. Also Baujahr kein Scheiß. Ich kann das jetzt schlecht kontrollieren, weil ich hier hart am Du kannst mir blind vertrauen, ich habe noch nie einen Fehler gemacht in meinem ganzen Leben nicht. Der einzige Fehler, den ich gemacht habe, war, dass ich einen Mike und die zum Podcast mit habe. Was haben wir gelacht? Nein, niemals. War schon fast richtig. Liebe Grüße an Mike. Ja, Mike, wir lieben dich. Frohe Weihnachten. Und da fragst du die, warum du nichts zum Nikolaus kriegst. Nee, das stimmt auch wieder. Ja, aber ich kriege nicht mehr Schläge vom Krampus. Übrigens mal gute Besserung an Mike, der hat sich einen Dammerling gebrochen. Ja, gute Besserung. Das kommt davon, wenn man beim... Oh, ich habe einen Fehler gemacht. Weißt du, was mir hier abgeht? Diese Lego-Zange, diese Klemmbaustein-Zange. Ja, aber die darf uns ja eh nichts bringen bei denen Kleinen, oder? Doch, natürlich. Die von Lego selber auch, oder was? Na, es gibt ja... Speziell jetzt für die, meinst du? Ja. Ja, die... Weiß nicht. Na, bau du. Ich baue. Ich mache auch normal keine Fehler, das war eine Ausnahme. Ich wollte Aber nur- können wir da irgendwas parallel machen? Dann müsste man jetzt die Anleitung zerschneiden. Hast du schon fertig sortiert? Ja, so gut wie. Ich brauche einen glatten Vierer, sag ich so dann. Einen glatten Vierer. Ja, und dann brauche ich den Viererwürfel und einen glatten Zweier. Da sind doch die glatten Vierer. Ja, dann gehen wir es halt. Und mit dir. Soll ich es mir selber nehmen, wie Piecher. In unmittelbarer Nähe. Glatten Zweier habe ich schon gefunden und einen Viererblock. Was? So ein? Nein, 2 mit 2. Wir haben denselben. Die sind noch gar nicht fertig sortiert. Dann brauche ich 2x8er Platte. Diese habe ich schon selber. Dann eine 1x4 und 1x6. 1 mal 4. Diese habe ich schon und solche nochmal mit 6. Für das, dass ich 6 habe ich schon. die Idee gehabt habe, dass wir das machen, Wir wechseln uns doch ab, Bulle. ist das irgendwie ein Schuss in den Ofen bisher. Alter, da müssen wir dann auch noch, das hat noch voll so die Teile, wo man dann, Oh, das kann ich ja zusammenbauen. die sich dann bewegen. Pass auf, das Sag's da, das da. Ah, Scheiße, ich habe die Brille nicht dabei. So, dann kommt da das Zahnradl drauf. Gut. Ich habe sogar einen Adventskranz hergestellt. gell? Was? Schau mal. Nachhaltiger Adventskranz mit elektrischen Kerzen drin. Wow. Weil mir darfst du nicht mit offenem Feuer irgendwo sitzen lassen. Okay, bin schon fertig. Da. Ich glaube, das ist falsch. Warum? Ich glaube, ich hätte mal Glanz braucht. Gut. Ach so, ja. Ups. Bau doch lieber ich weiter, oder? Ja. Ich brauche noch die schwarze Stange, die dann drauf gehört. Das ist die da. Dann müssen wir das da durchstecken und das da einfädeln. Ja, aber wenn wir das so machen, das dauert ja ewig. Schau mal, was bei der Tüten 2 passiert. Ist das was Eigenständiges? Oh, leck, schau hier. Muss doch schon Tüte 2 gewesen sein jetzt. Nein, das ist nur der Boden, den du gerade baust. Voila. Das ist ja riesig. Das müssen wir verlosen, weil keiner von uns Platz hat, dass er das irgendwo hinstellt. Alter, 20 Seiten. Da, Tüte 2. Das wird der Chris bauen. Ja, aber nicht nur. Das baut dann wieder auf dem Boden auf. Ja, aber du kannst zumindest einen Chris-Baum zusammenbauen. Okay. Ja, aber dann musst du das irgendwie auftrennen. Möchtest du jetzt echt den Plan auseinanderschneiden? Ja, wenn wir parallel arbeiten wollen. Wie sollen wir es machen? Ich bin da jetzt recht ein wenig... Ich hab da Werkzeug gegeben. Du musst doch das nur einmal hier. Also wirklich eiskalt ab Tüte 2 ausschneiden. Also ich glaube, derjenige, der das kriegt,
würde uns verzeihen, dass ihr die Anleitung so nicht im ganzen Stück bekommt. Ich schneide jetzt einfach hier das komplett aus, die erste Seite. Oh ja, oh ja. Und dann kriegst du... Boah, bist du schlau. Oh, da sind so viele Seiten vor mir. Schneidet sich gleich den Finger. Wahrscheinlich. Wir sollten irgendwann einmal aufhören, dass wir an Weihnachten was bauen, weil wir uns jetzt mit zum Affen machen, weil wir so stehen wie die Vollidioten. So, wir können uns ja danach wieder lochen und mit so einem Hefterteil zusammen da, weißt du schon. Jetzt weiß ich überhaupt nicht, wo ich war. Doch, da war ich. Die zweite Tüten brauchst du. Ja. Das sind die da. Was ist die Schei? Oh Mann! Das kannst du überhaupt. Hallo, hier wird gearbeitet, lass das Werkzeug halt da. Ei. Jetzt brauchen wir den langen da. So. Dadurch. Jetzt ja. Wie lange ist es noch gegangen, Weihnachtsfeier? Ich hätte eigentlich gedacht, um 11 Uhr war es gar, aber anscheinend waren wir bis um 1 drin. Laut meiner Frau. Ja, aber die lügt da über, das wissen wir ja. Nein, tut's nicht. Jessie Lügenbaronin. Niemals. Achso. Dann habe ich es mit Mike verwechselt. Was glaubst du, denken sie die Leute gerade, die da zuschauen? Die denken, Wow, ist das spannend. Endlich bauen sie mal da was zusammen. Ich glaube, sie denken sich das gleiche wie jedes Jahr. Warum sitze ich da und schauen wir den Bullshit an von den Idioten, wie sie irgendeinen Mist zusammenbauen und Uninteressanten. Aber wenn ihr bessere Ideen habt zu Weihnachtsfolgen, dann schreibt es in die Kommentare ein, weil uns fällt nichts mehr ein. Ja. Außer nächstes Jahr vielleicht dann endlich mal meine Idee, schon seit dem ersten Mal Plätzl bauen. Das wird auch noch gut, das machen wir auch mal noch. Das wird super. Ich bin nämlich schon ein guter Bäcker. Er ist so dunkel, ich sehe nichts. Okay, das sind nur dann die Fliesen. Unsere Beleuchtung müsste uns übrigens auch verzeihen, sie ist einfach nicht gut. Gehen Sie raus, oder helfen? Ich überlege gerade, wie ich das baue, dass ich den Christbaum dabei schon mal zusammenbauen kann, Der, glaube ich, kriegt dann extra Seiten nochmal. weil das sind immer nur Bodenplatten. Da ist der Christbaum. Da ist er. Okay. Du hättest eigentlich das Ding mitnehmen können, dein Was? Auenland oder Na? Bruchtal oder Na? irgend so etwas. Warum nicht? Weil es meins ist. Du bist so ein Penner. Ja. Schenk mir das endlich. Na. Ich hab bald Geburtstag. Ja. Und Weihnachten habe ich auch bald. Ich hab Weihnachten. Ich habe sogar vor dir Geburtstag. Ja. Und dann? Ja. Ich hab Das ist eine Packsituation, in der wir sind. Nein, ich hab schon vieles coole Geschenk für dich. Ja, Mhm. ich für die auch. Geil, Leute. Ist der Weihnachtsgeschenk auch für mich? Na. Also jetzt gerade nicht. Das wird dann noch ein enttäuschendes Weihnachten für mich. Wow. Ich habe schon die erste Funktion schon, ja. Da wenn ich dreht sich das andere auch fast. Das wird so cool. Es ist so geil windig. So. Aber wir wollen uns nicht beschweren. Na. Wir wollen uns ja noch nicht beschweren. Es Noch war ja nicht. schön, wenn man sagen kann, wir sind hier gesponsert worden von der guten Marke. Aber auch das ist eine dreckige Lüge. Vielleicht werden wir es ja dann, wenn sie sehen, was wir hier machen. Spätestens ab dem Moment, wo du die Anleitung zerschnitten hast, werden die abschalten und sie denken, okay. Meinst du eigentlich nicht, dass sie vielleicht sogar eine App-Code hätten oder selbst oder ein QR-Code irgendwo drauf, dass man es einfach abscannt? Na, Weiß nicht? na. Wahrscheinlich werden wir Unterlassungsklage vorher kriegen. Ja. Bitte baut es nie wieder. Wir dürfen das Video nicht veröffentlichen. Dann piepst mir einfach den Namen vorher aus. Was machst du an Weihnachten? Erst- Oder ist das eine unpassende Frage und du fängst gern voll an zum Heulen? Ich werde nicht geliebt. Na, erst einmal Family Casala Ja. und danach weiß ich es dann ehrlich gesagt noch nicht. Wie ist es bei deiner Familie so? Freuen die sich tatsächlich aufrichtig, dass du dann da dabei bist? Die senken mich so selten, dass sie erst mal fragen, woher ich bin. Okay. Nein, ich glaub schon, dass sie sich freuen. Ich habe zumindest noch nie was Negatives gehört, wenn ich da war. Oder nicht oft. Zumindest nicht mehr, seitdem ich nicht mehr daheim wohne. Hey, Und da sind richtig geile Teile dabei. Es ist leider winzig, also ich würde es eigentlich echt gerne näher zeigen, aber da kann ich... holt's da einer, da ist nämlich voll die Nahaufnahme auf Echt? die Teile. Und Okay, hier. so. Voll süß. Ja, ist voll super. Ja, und dann gibt es in der Regel gibt's bei uns dann immer köstliches Raclette zum Essen, aber ich habe schon die Information gekriegt von Muttern,
dass es dieses Jahr was anderes gibt, aber ich weiß noch nicht was. Okay. Also wird es scheiß Weihnachten. Wahrscheinlich, ja. Ich werde dann einen Tisch umschmeißen und heimfahren. Und hol mir dann was vom Burger King. Mach das davor. Dann komme ich mit einer Tüten Burger King. Warum hast du das dabei? Ja, falls es bei euch wieder Scheiß gibt, Mann. Bin schließlich bei dir aufgewachsen, ich weiß, wie der Essen schmeckt. Und weißt wenigstens einer möchte ein schönes Weihnachten haben. Eben. Ah, Gott sei Dank hat sie meiner Mom das gezeigt. Da. Wie schaut denn euer aus bei euch da mit Frau und Kind und Hund? Ja, das habe ich schon mal erzählt. Immer über die Weltreise, weil beide Eltern sind jeweils geschieden. Also, das heißt, Ja. du bist eigentlich die ersten 2 Weihnachtsfeiertage nur unterwegs und fährst von da zu da. Das wieder geil, eigentlich nur stressig ist, oder? Ja, na, es ist nicht stressig, weil ich schaue eigentlich dann schon immer, dass ich einigermaßen betrunken bin. Dann geht's ja. Nüchtern war das ganz grausam. Ja, da habe ich das Glück, dass ich eigentlich nur an Weihnachten zu Muttern muss und dann am ersten Feiertag wird noch zum Brodeln gegangen und dann war es eigentlich. Ach so. Hä? Ja, du bist eigentlich für mich immer so der Typ, der voll die fette Weihnachtsparty dann veranstalten kann, Aber nicht dort. aber nicht tut, genau. Ja, aber warum sollte ich das machen? Ja, weil du doch voll der Christmas-Junkie bist. Party-Mensch bist. Ja, eigentlich schon. Wir haben ja früher eigentlich auch immer so am ersten oder zweiten Feiertag dann noch Super Smash Brothers Abend gemacht. Ja. Das hat sich aber irgendwie im Sand verlaufen. Mal schauen, ob man das irgendwann wiederbeleben kann. Aber lass mich raten, alle, die da damals dabei waren, haben jetzt Frau, Kind und andere Verpflichtungen oder andere Freunde. Ein Teil davon hat tatsächlich ja mittlerweile Frau und Kind. Ein Teil davon ist schwer behindert worden. Und der andere Teil darf schon kommen, aber da ich ja nicht dazu eingeladen habe, Wird das nicht passieren? ja, vielleicht spontan, mal gucken. Aktuell ist jetzt mal noch nichts geplant dieses Jahr. Schau mal, was ich da baue. Lauter Geschenke, ist das nicht Das ist süß? viel geil, ey. Und ich muss den scheiß Boden bauen. Ja. Ich wieder die Arschkarten gezogen. Ist selber schuld, du wolltest gleich anfangen. Du hast gesagt, du sortierst. Hab ich ja auch. Ja. Schau mal, wie schnell du da bist. Das ist ja Wahnsinn. Das ist nur, weil ich es sortiert habe. Was denn? Wir haben uns noch einen Aschenbecher einstellen sollen. Warum? Geil, ja, falls irgendjemand da vom Bier das Papier runterkriegt. Ach so. Kannst du ein bisschen zum Raucher doch nicht. Stell dir das mal vor, wir machen jetzt hier genau das gleiche Setting, nur gleichzeitig noch mit Rauchen. Also man sieht dann praktisch auch da nichts. Und wir lassen uns extrem viel Zeit. So wie wir es jetzt eh schon fast haben. Ja, richtig. Wir sollten mal aufhören zu reden. Das wird dann bestimmt richtig spannend und Das war, spaßig. das war eigentlich schon wie geil. Einfach eine Weihnachtsfolge gemacht, wo wir dann irgend so einen Scheiß zusammenbauen und nichts reden. Ja. Am Anfang sagen wir noch irgendetwas, so die normale Begrüßung, Wir und dann können- hören wir einfach auf. Wir können einfach jetzt schweigen. Ja, müssen wir es bei dem anderen eigentlich so machen. dass Mein wir- Gott, du hältst es ja wirklich keine 5 Sekunden aus. Ja, ja, warte ja, lass mich nur. Dann kann man das mal machen, dann moderieren wir ganz normal an und dann hören wir auf zum Reden, ohne dass wir das sagen, dass wir aufhören zum Reden und bewegen wir aber ab und zu unsere Lippen, dass dann die Leute die ganze Zeit vor der Folge sitzen und nicht kapieren, was abgeht. Ich habe eventuell da jetzt so was falsch gebaut. Ah, ich krieg's nicht mehr aus der Hand. Aua, jetzt haben wir wieder auch noch. Hey, bau da gerade einen Zug. Ich baue einen Scheiß. Geht runter! Jetzt halt. Ah. Jetzt sind die Zehner. Was schon alle Geschenke beieinander? Die Frage muss natürlich auch immer kommen, wenn Weihnachtszeit ist. Ich konzentriere mich immer, bevor der Dezember losgeht, darauf, habe ich genügend Geschenke für meine Liebste. Und kurz vor Weihnachten fällt mir dann ein, fuck, da sind auch noch andere Leute. Und dann werde ich nervös und kaufe nochmal ordentlich ein. Ah, okay. Und meistens mehrere verschiedene Sachen für den Fall, dass was nicht rechtzeitig ankommt. Das hat sich bisher immer bewährt. Und das Tolle ist, Die hast die anderen Sachen noch nie zurückgeschickt. na, weil ich habe dann immer Ersatzgeschenke bei mir zu Hause. Okay. Also das heißt, wenn jetzt ich spontan irgendwie auf eine Party eingeladen werde oder jemanden zum Wichteln krieg und
ich mir da jetzt nicht so viel Mühe geben möchte, dann habe ich da immer was daheim. Das ist gar nicht so dumm. Aber das geht halt auch nur, wenn man schweinereich ist. Ach, ich habe ja nicht gesagt, dass ich irgendwelche hochwertigen, teuren Sachen besorge. Ach so. Nur meine Frau kriegt hochwertige, teure Sachen. Okay, was kriegt ihr? Das werde ich jetzt in der Folge nicht verraten, weil sie höchstwahrscheinlich neben mir vor dem Fernseher sitzt und sie das so nebenbei ein bisschen anhört. Ja, dann schauen wir halt, dass wir's, dann schaut sie sich halt erst an, wenn sie die Geschenke gekriegt hat. Stell den ist er. Was hast du denn geplant, wann diese Folge rauskommt? An Weihnachten. Na, Direkt am Tag des... niemand schaut sich an Weihnachten das dann an. Ja, was taten sie denn sonst mit einer dämlichen Familien irgendwas? Ich bin irgendwie für einen dritten oder zweiten Advent. So früh? Ja. Ja, genau, jetzt, wenn sie nicht schneiden muss, wenn sie nicht schneiden muss, dann darf es auf einmal interessieren. Noch ist es nicht geschnitten. Ach so. Ja, dann sagst du das jetzt halt leise. Na? Sei jetzt so neugierig. Doch! Was soll das? Hast du irgendein Geschenk, das du jetzt schon verraten kannst? Na, aber ich kann mir schenken. Super. Ich krieg auch von keinem was. Echt? Ja, von der Mama wahrscheinlich ein wenig Moneten oder so. Moneten? Moneten. Nicht so was Praktisches wie Unterhosen oder Socken. Bin ich aktuell gut ausgestattet? Kaufst du dir selber tatsächlich, also du selber aus eigener intrinsischer Motivation heraus Socken oder Unterhosen? Ja. Okay. Also Unterhosen immer dann, wenn ich merke, dass ich schon wieder einen Schwung wegschmeißen hab müssen, weil laut Nachhaltigkeit, wenn beide Gackerl durchhängen, dann kommen sie weg. Ja. Und wenn das dann mal mit mehreren passiert und ich merke, dass ich innerhalb von einer Woche 3-mal waschen muss, weil mir sonst Unterhosen ausgängen, dann wird wieder mal so ein 10er-Pack Shorts Entfernt. gekauft. Okay. Und ja, Socken brauche ich immer meine schönen Söcklein von die Kassetten, was schon die toll zu meine Hosen passen. Socken. Ja, die coolen. Weil bei den ganzen Outfits, das ist kein Zufall nicht. Das ist immer perfekt aufeinander abgestimmt. Scheiße, du bist jetzt bald schneller wie ich. Ah, ich habe noch da auf dem Bodenplatten da. Okay. So, wo war ich jetzt? Ah, da. Ja, warum kaufst du dir denn Socken und Unterhosen nicht, oder? Doch. Aber du bist für mich so ein Typ, wo ich jetzt tatsächlich gedacht hätte, dass du sowas einfach nicht im Schirm hast. Ja, habe ich ja tatsächlich nicht, wie gesagt, bis ich dann in kürzerer Taktung Wäsche waschen muss, weil es mir ausgängt. Und ich halt, Du jetzt da bei den Nachbarn klingelst und sagst, Ja. Entschuldigung, habt ihr noch irgendwie Unterhosen für mich? so schnell und eins Socken, Genau, Ohrsocken nur. dann kaufe ich wieder ein. Und wie gesagt, aktuell bin ich sehr gut ausgerüstet. Also da, Schmeißt du Socken sofort weg, wenn die ein Loch haben? nein. Nicht. Also wenn sie direkt ein Loch haben, dann schon, aber nur den einen, weil den kann man dann mit einem anderen Socken wieder kombinieren. Nachhaltig. Also wenn es nur ein kleines Loch ist, zum Beispiel Nein, am großen Zeh. Ja, an die Zehen schon, weil das ist eklig, wenn die dann irgendwann durchschauen durch das Loch. Okay. Das nervt dann. Dann, Okay. dann können sie schon weg. Aber an anderen Stellen, wenn die da Löcher hätten, Ja, wenn jetzt an der Fersen ein kleines Mini-Loch ist, dann ist mir noch wurscht, das muss schon richtig durchgewetzt sein. aber ich habe, glaube ich, noch nie irgendwo anders ein Loch gehabt, außer eben an die Zehen. Ja, ich schneide meine Zehennägel nicht oft, deswegen wetze ich so wie durch. Dann habe ich Krallen wie ein Raptor. Na, Was was ist ist da da hinten hinten los? los? Deine Katz frisst deine, Nein, die hat deine sie- Weihnachtsmützen. Die hat sich in die Tüten eingelegt zum Schlafen, zu den Weihnachtsmützen. Das nennst du Schlafen. Das ist ihr Thema. Da schmerzt sie ja nicht ein, wie es schlaft. Na gut. Kriegst du da noch so Socken oder wie regelmäßig ein Geschenk zu Weihnachten? Na, das hat irgendwie ab 18 schlagartig aufgehört. Genau, wenn es dann auf einmal meint, man ist erwachsen, dann kannst du es jetzt gleich selber kaufen. Ja, und es wird total aufgeschmissen. Ja. Weil davor hast Wo du ja... kaufe ich das? Ja, genau, richtig. Wo kriegt man sowas her? Was habe ich da eigentlich für Größen? Ja, kann man die vorher anprobieren, die sind alle zusammengestickt, das geht ja gar nicht, was soll das? Kann ich die zurückgeben, wenn sie mir nicht passen? Unglaublich. Das ist alles sehr ein Witz. Also, wenn ihr Kinder habt, dann lasst sie frühzeitig mal selber Socken und Unterhosen kaufen, weil sonst... Oder hört's nie auf, einer Unterhosen und Socken zu schenken. Ja, das ist blöd. Irgendwann stirbt man ja einmal. Ich habe keine Unterhosen und Säcke mehr. Warum? Meine Eltern sind tot. Klassiker, wer kennt's nicht? Das ist eigentlich nicht lustig, ne? Nein, natürlich nicht. Aber irgendwo ist er schon gerade gewesen. Ach ja. Ja, es ist so lange lustig, bis es nicht mehr lustig ist, gell? So,
das ist schon mal der Weihnachtsbaum. Und? Gefällt dir da? Es geht so, der schaut aus, als wäre eine Katze da umeinander gehupft. Mhm. Was tut eigentlich ein Hund mit dem Christbaum? Interessiert das recht? Habt ihr überhaupt einen Christbaum? Nein, wenn wir einen Hund haben. Also der da schon Kasala machen. Ich glaube, dass der den schon ab und zu mal in der Nacht dann anbieseln darf. Also Obieseln, das ist das Problem. Er muss da unten ein paar Hunde hinlegen. Und dann? Ja, dann saugt er schon auf. Der arme Hund, der mir jetzt so gerne einen Christbaum haben, den kriegen kann. Ich muss mich jetzt nochmal konzentrieren. Sei mal Start. Wir müssen doch hier unsere Hörer bei Laune halten. Die werden wie gebannt da sitzen und sie denken, boah, ist das spannend. Alter, schau hier, wie der den Stor da jetzt aufgesetzt hat. Wow. Wenn sie ja schon Wetten laufen. Ja. Wie oft, dass wir irgendwie was falsch bauen und so. Du bist da mittlerweile Trading Card Profi. Ja, super Profi. Darfst du auf so ein Turnier gehen, um Trading Cards zu tauschen und das mal so zum Spielen? Also eher zum Anschauen und vielleicht ein bisschen zum Zusammentauschen. Zum Spielen selber weiß ich jetzt nicht, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wie die Spiele eigentlich funktionieren. Mir würde es da prinzipiell schon interessieren. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich die Muße dazu hätte. Ich nicht. Ich war nicht abgeneigt, sagen wir so. Ich muss ganz ehrlich sagen, da hätte ich tatsächlich keine Lust drauf. Wieso nicht? Weil ich mir denke, das Risiko ist viel zu groß, dass da irgendwelche Arschlöcher unterwegs sind, die mir das dann klauen. Und ich liebe meine Karten. Man muss ein bisschen aufpassen auf das Zeug. Ja. Da gibt's ja, habe ich eh schon so ein paar geile Reels gesehen, wo es dann so an so Kartenstände Leute immer beobachten, was genau merkst, die mir irgendwas klauen, wie geil das ist, dann stehen sie da und dann schauen sie wieder die Karten an und dann merkst du, wie die Karten umeinander tun und schaut die und tut dann eine irgendwo unten eine Schirm und meint, dass nicht auffällt, der Vollidiot. Und dann sind das aber halt erwachsene Menschen, wo du sagst, ja, warum klaust du scheiß Spielkarten? Wenn du das Hobby nicht leisten kannst, dann tu es nicht. Also, du in deiner Jugend, Ich hab nie geklaut. du hast nie geklaut. Warum glaube ich da das nicht? Nein, ich war brav. Das glaubt noch keiner, aber ich war eins. Trink einmal mehr Bier. Was ich von dir gestohlen habe, es geht auf keine Kur auf. Ey. Gar nicht braucht habe ich es, aber ich hab's haben wollen. Was ist das? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Das brauche ich nicht. Aber bist du da mittlerweile so ein bisschen süchtig danach? Noch klauen? Nein, nicht nach Klauen, nach Trading Cards. Nein. Nicht? So nach wie vor eigentlich gerade zum Spaß da eben fürs Unboxing nur beim Kassettenschmerz. Und der Gefühlsausbruch, den du vorhin gehabt hast, als ich hergekommen bin und gesagt habe, ich habe deine Booster leider nicht gefunden. Ja, da geht es einfach um die Unfähigkeit. Diese tiefe Enttäuschung. Warum nur? Das kann doch nicht sein. Das ist am nicht cool Austag. Ich mag es eigentlich gerade immer zwecks der Nostalgie und dem Feeling, weißt du schon, das ist immer ganz gemütlich. Feeling. Ja, einfach so, jetzt machst du mal wieder so ein Backerl auf, so wie früher hast. Und regst du dann auf, weil du nicht Millionär geworden bist davon. Ja, wer kennt's nicht? Ja, Klassiker. Wer hätte auch gedacht, dass das mit Pokémon nun mal so einen zweiten Frühling hat? Ja, es war eigentlich nie so richtig weg, aber jetzt ist halt nochmal, jetzt ist halt gerade wieder aktuell riesig. Aber ich bin ja, Pokémon bin ich eh schon brutal mit meiner 150-Euro-Karten, die ich gezogen habe. Ach Mann, ich hab da jetzt wieder irgendwie. Ist wieder Scheiße gebaut. Ah, na doch nicht. Ich glaube schon. Scheiß Lillo, die ganze Zeit schon im Kopf vegetiert, du Aha. Penner. Du Penner! Jetzt kriegen wir dann wieder mal einen hoffentlich geilen Weihnachtslöscher, gell? Das Silent Night, Deadly Night Remake kommt da jetzt dann am 10. Dezember ins Kino. Ich freue mich schon. Okay. Haben wir schon lang nur mehr gehabt, so etwas. Hast du das Original gesehen? Fragte er wohl wissen, wie die Antwort lautet? Ja. Hast nicht. Hast nicht. Doch, den haben wir ja für den Podcast schon mal besprochen. Oder? Nein, ich glaube, das war Black Christmas. Na? Silent Night, Deadly Night. Mit dem
Mit dem Äste-Zerhäcksler. Ja, das ist ja, das war aber, glaube ich, das ist der von Piruli Food, der da besprochen worden ist. Und das ist, glaube ich, kein direktes, das ist, glaube ich, kein Remake von dem Originalen aus die 80er. Und der jetzt Achso, kommt, na, dann ist 80er war das nicht. nein, Na. nein, und der jetzt kommt, das ist das Remake von dem aus die 80er. Aha. Ich weiß gar nicht, wie man den von Piruli Fu einordnet als Romantische Remake dann jetzt- Komödie. Ja, wahrscheinlich. Wieso? Animationskinderfilm. Ach, schau hier und Fertig! das. Okay. So. Oh nein, jetzt ist schon wieder was rausgefallen. Ich weiß nicht mehr, warum das geht. Also dann pass auf, dann kannst du. Achso, wie? Du hast doch gerade gesagt, du bist fertig. Ja? Dann musst du jetzt alles vor dem, also eigentlich vor der Seite hier, das kannst du jetzt wieder rausschneiden. Dann Und kann ich dann, komplette Part 2 ausschneiden, oder? na, Und dann kannst du Part 2 weitermachen. na, das musst du noch machen. Also. Also das kann raus hier. Ja. Okay, du siehst. Bitte. Hör auf jetzt. Hast du dann schon Wunschlisten verteilt, was du haben möchtest? Ja. Ehrlich? Ich habe meinem Papa verzeiht, der hat mich gefragt, ob ich irgendwas zu Weihnachten möchte und ich eigentlich, geliebt werden, die geliebt werden. eigentlich war jedes Jahr von mir die Aussage, na, Frieden auf der Welt und so. Und, ich habe ja alles. Dieses Jahr habe ich tatsächlich zu ihm gesagt, ja, ich hätte gern von dir eine Pfanne. Und dann, damit habe ich gar nicht gerechnet, hat er mir 10 Minuten lang erklärt, dass es verschiedene Pfannen gibt, weil es kam nämlich dann postwendend die Frage, ja, was willst du denn da drin braten? Was Ja. willst du damit braten? Essen. Hast du gewusst, dass es verschiedene Pfannen gibt? Ja, ein Wok und Na, Normale. es gibt Pfannen anscheinend für Gemüse, es gibt was für Fisch, es gibt was für aber das ist ja für Freaks. Das ist ja dann. richtig irre. Ja, geht mir jetzt nicht. Das ist ja geisteskrank. Geh mal da hin. Gemüse für Pfanne, für Gemüsepfanne und so ein Schmarrn. Die gibt's ja als Fertiggericht zum Kauf, eine Gemüsepfanne. Hast du schon mal gemacht? Eine Gemüsepfanne? Ja, als Fertiggericht. Ach so, keine Ahnung. Weißt du überhaupt nicht, von was du redest? Du machst ja schon wieder Werbung für lauter Mist. Kauft euch Gemüsepfannen, super sind's. Ja. Na, es gibt ja also weiße Pfannen und da hat er mir auch erklärt, dass das auch für irgendwas ist. Weiße Pfannen. So habe ich aufpasst, für irgendwas ist. Irgendwas kannst du mitmachen. Das wird sicher super sein, was du mitmachen kannst. Ja. Liebe Grüße an meinen Papa. Ja, danke für die Aufklärungsarbeit. Hättest du das mal so beim Sex damals auch gemacht für mich. Boah. Da ich wenigstens wissen, wo ich hin muss. Jesse war da so dankbar, Papa. Was machst du? Das muss doch wehtun, hab ich gehört. Der Sepp hat gesagt, das hat immer weh, du mit seinem Onkel. Ach ja, Weihnachten. Klingeling. Geb. Da. Ja. Aus welchen, wenn man dir was schenkt, aus welchem Bereich hättest du die größte gefreut? Wenn man jetzt sagen darf, wenn es jetzt aussucht, dass von da oder da mehr die wenn dann beschenkt werden aus diesem Bereich. Was? Aus diesem Geschäft, aus dieser Marke, aus diesem Franchise oder so, keine Ahnung. Zum Beispiel, wenn du sagst, ich möchte halt am liebsten, wenn dann was aus dem DM seiner Bioabteilung da ist, der Bereich, wo es mir die größte Freude macht. Ja, beantwort du mir die Frage und dann verstehe ich vielleicht eher, was du meinst. Also ich glaube aktuell Bertuse. Eis. habe ich schon Orion. alles. Habe ich schon alles. Oisse. Habe ich schon alles. Okay. Ich glaube aktuell sogar wirklich aus diesem Nintendo-eigenen Shop, Ach. den Merch-Shop, da ist schon den Nintendo Store, weil die jetzt gerade wieder so viele geile neue Sachen reingeballert haben. Da ist so geil, ich möchte gern alles Geld dieser Welt, damit ich mir diesen ganzen Mist kaufen kann. Hey, geiler Ding, ein geiles Kissen jetzt, und zwar den Laserarm. Kissen? Ja, ein Laserarm von der Samus Aran, weißt du schon? Und das Kissen kannst du praktisch, da kannst du die Hände so eine tun, dann hast du den Arm selber und dann kannst du so schlafen. Gibt's ein Donkey Kong Fass in der gleichen Linie, kannst beide Hände rein tun und kannst du so schlafen, das möchte ich auch gern. Was haben sie noch gehabt? Ein cooles Oldschool-T-Shirt von Metroid haben sie drin gehabt. Also ich glaube aktuell war ich wirklich am glücklichsten, wenn ich aus diesem Nintendo Store coolen Schüssel gekriegt habe. Das Thema ist, dass man bei dir da einmal nicht genau weiß, was du da schon hast. Ja, da muss man da mal Interesse an seine Freunde zeigen. Das ist übrigens, ja genau, und dann geh ich zu dir ins Schlafzimmer und schau, was du da für Kissen hast. Ja, in meinem Schlafzimmer habe ich keine Kissen. Da liegt nur, Ja, jetzt sag's. darf ich nicht sagen. Schimpf mit meinem. Upsi.
Da liegt nur cooler Schüssel umeinander. Aber da, weil das Geile ist halt, das Zeug ist halt, oder das Blöde ist halt, das Zeug ist oft einmal limitiert und nicht dauerhaft verfügbar und dann ärgere ich mich immer recht, wenn ich es nicht hab. Weißt du, wie es ist, wenn man es nicht hat, das ist immer ärgerlich. Ja, ich kann deswegen meistens auch nicht schlafen. Ja, das ist richtig schlimm, wenn ich dann im Bett liege und sage, oh Gott, ich hab das Samus Aran Laserarmkissen nicht. Ich kann sogar schlafen mit dem Laserarm. Ja, keine Ahnung, ich habe da keine richtigen tiefen Wünsche, so wie du, sondern ich mag halt bestimmte Lizenzen, sowas wie One Piece und so, da kann man mir eigentlich immer eine Freude machen. Deswegen denke ich mir meistens, wenn meine Frau mich fragt, ja, gibt es irgendwas, was du dir wünschst, weil es ist immer so schwierig bei dir, wo man denkt, ich bin der einfachste Mensch überhaupt, wenn es um sowas geht. Das denke ich mal bei mir auch immer. Es geht ja eigentlich nichts Einfaches, gibt nichts Einfacheres als für eine Frau oder allgemein wenn du einen Nerd als Partner hast. Ja. Es gibt nichts Einfaches. Schenke ihm einfach ein Merch von dem Zeug, was du weißt, das mag er und dann ist er immer glücklich. Ja, eben. Was schon, wenn wir wieder bei Kissen sind, so ein Seitenschläferkissen mit, weiß ich nicht, als Nami, super. Möchtest du schlafen mit den Riesenaffen? Ja, Da braucht es, wenn dann da kann die gut schlafen. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Da braucht es, wenn dann den Oberbösewicht da jetzt, der, wie heißt der, das schwarze Zipfelmanschgal, was man bis jetzt gesehen hat. Wie heißt der denn? Weiß ich nicht. Weiß jetzt auch, aber den gibt's als lebensgroßes Kissen. Okay. Und das war wie so ein Seitenschläferkissen, der hätte die Form dafür. Ja, aber ich möchte nicht mit dem schlafen. Mein Gott, du bist schon so wählerisch, ja. Ja, Darf sich okay. wundern, dass der Frau nicht was kaufen soll. Also über mir auftaucht. Ja, ich weiß nicht, was das schingen soll. Ich schau mir scheiß Regal ein, da stehen 8 Millionen Filme drin und suchst nach irgendeinem Franchise, wo vielleicht ein Teil feit, dann kaufst du zum Beispiel den Film. Ja, also Gib wenn doch mal du, ein bisschen Mühe. hast du sowas überhaupt? Ja, fein. Hast du irgendwas, irgendein Franchise, wo du sagst, da hast du nicht alle Teile? Ja, gibt schon ein paar, wo man dann noch was feiert. Ja, verzeih. Ja, zum Beispiel, ich glaube Transformers habe ich nicht alle. Okay, das ist aber scheiße. Ja, das sind jetzt die habe ich mir in der Amaray gekauft, die ersten 3, die stehen nicht drin, wo ich dann sage, ja, wenn dir nichts einfällt, dann kaufst du die anderen Teile in der Amaray, weil es geht ja sowieso komplettiert. Da denke ich mir, so liebst mich du überhaupt Vibe. weiblich geschriebenes Wesen, wenn du nicht einmal dir die Mühe machen möchtest, dass du in das Regal einschaust, hä? Wo ist da die Liebe? Wo? Und wo ist mein Weihnachtsblowjob? Wo? Ja, also ich meine, Corby, wo? Sex geht sowieso immer. Da denke ich mir auch, ja, immer diese Fragen. Ja, aufsitzen so ist die, du musst das eh aufsitzen. Immer diese Fragen. Ah ja, stehen sie schon oft so an. Das möchtest du nicht da. Leicht hast du es nicht als Mo. Na, Sagen darfst du auch wie nix. na, Weil dann bist du gleich wieder sexistischer Nazi-Hurensohn. was? Ein Nazi-Hurensohn. Ja, völlig. Ich darfst du heutzutage nichts mehr sagen, weißt du. Wie oft, dass wir schon Ärger gekriegt haben mit unserem Podcast wegen Sachen, die wir gesagt haben, die man eigentlich nicht sagen darf. Diese unzähligen Anzeigen. Nur alles wegen Mike. Nur wegen Mike, ja, weil der einfach nicht die Schnauze halten kann. Ich tue da jetzt irgendwelche Sterne drauf, gell? Da werden nicht einfach irgendwelche Sterne drauf. Ist das gelb oder grün? Ich sehe das nicht. Von da sehe ich es auch nicht. Das ist grün, so. Da ein Zettel her da. Wo sind wir denn? Die ist eindeutig grün. Schon, gell? Ah, Neongrün. Da Schau, habe ich ja eh richtig gemacht. Neongrün. Wie viele Teile kann man eigentlich für Bohnenplatten brauchen? Was ist denn eigentlich mit ihnen? Du bist doch eh gleich fertig. Ja, aber- Maul halt nicht schon wieder rum. Ja, Falle. Stresst mich. Also, derjenige, der das kriegt, der kann sich richtig freuen, weil das voll geil ausschaut. Ja. Aber zusammenbauen macht nicht so viel Spaß. Ey, jo, ich find's schon schön jetzt gerade. Okay. Aber ja, ganz gefreut, dass wir mit unseren ekelhaften Schwitzbratzen richtig Wisst, der Kani hat mich angerufen, hat gesagt, hey, heute ist doch Nikolaus, na, wie schaut's aus? Nehmen wir spontan Hast du ein Geschenk für mich? eine Weihnachtsfolge auf. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe höchstens 10 Minuten Lust, überhaupt mit dir was zu machen. Hey, warum bist du so ein Arschloch? Genau, das hat er dann gesagt. Dann hast du gesagt, tut mir leid, hast gewarnt am Telefon. Ach, Kani, du bist. Jetzt, ich hab gemeint, der Geiti Boy. Ja, und dann haben wir uns das da gekauft. Haben auch gedacht, das dauert höchstens 10 Minuten. Deswegen brauchen wir unbedingt wieder neue Steady-Abos, damit wir uns wieder was leisten können, weil das sündhaft Schweine Arschloch teuer war. Ja. Das war echt gar nicht so günstig. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, Corby.
Ja, 2 Tage wieder nichts zum Essen. Ja, darf man nicht schon. Kann ich mal wieder von halben ernähren. Isst wieder die Katzen das Futter weg. Ja, fauchen wir uns gegenseitig an und kämpfen ums Essen. Hallo, ich brauche so Bodenplatten mit 3 Fädel. Habe ich das vielleicht schon wieder falsch gebaut? Ja. Wie soll ich das jetzt rauskriegen? Easy peasy. Ah, ich bin so ein Hund. Ich bin so ein Hund. Da. Was ist da? Nix. Nix. Gib mir die 3. Ich muss mich konzentrieren. Konzentrieren muss ich eher. Gibt's irgendein, aber außerhalb vom Nintendo Shop auch was du sagst, das darfst du dir echt wünschen, weil du das in letzter Zeit richtig toll findest? Irgendwas, was nichts mit Spiele zu tun hat. Nix mit Spiele. Ja. Also der wird jetzt auch nicht sagen, ich hätte gern Nintendo Switch 2. Du bist doch 42. Da kannst du ja mal, 27, du da, Blödsack. da kannst du ja mal irgendwas Erwachsen werden. für Erwachsene dir wünschen. Gibt's was Behinderteres als Erwachsene? Nein, jetzt mal ehrlich. Laut deinen Aussagen Kinder. Das ist wahr, stimmt. Ja. Aber hätte ich mir die Frage schon wieder selber beantworten können. Irgendwas wünschen für Erwachsene. Das ist echt schwierig. Duschgel? Echt? Nein, ich habe ein Duschgel. Eins. Gehabt, weiß gar nicht. Gehabt. Schon länger nicht mehr benutzt. Ja, aber Switch 2 ist auch was für Erwachsene. Nein, Warum nicht? Nichts mit Spiele. Nee, nicht mit Spiele. Was ist für eine Nazi-Scheißfrage überhaupt da? So was wie Laptop-Taschen oder. Ja, hab ich ja. Oder. Ein Vajo, das sind auf Deinige. Oder. Ja, dann wow, kann ich bin auch richtig kreativ. Ja, wow, super. Ein Aschbecher. Das fehlt für Erwachsene genau eine Sache, und zwar eine Laptop-Tasche. Irre. Natürlich. Ja, dann auch ein bisschen Küchenmaterial. Ich bin nämlich Töpfe technisch zum Beispiel sehr schlecht ausgestattet. Töpfe und Pfannen. Kann man immer brauchen. Pfannen habe ich 2. Ja. Ich brauche aber Töpfe. Wie willst du das machen? Du hast eine für Fisch, eine für Gemüse. Und was ist dann mit Bratkartoffeln machen willst? Tüften. Das ist doch Gemüsetüften, oder? Nein, Tüften sind Bratkartoffeln. Ja, das ist Also, kann ich so eine Gemüsepfanne Kartoffeln. schmeißen. Kartoffeln sind Kartoffeln. Hat doch der Gollum schon gesagt. Kartoffeln. Ja, also Erwachsenengeschenk war Tüftis. Tüftis? Nein, Schmarrn, Pfannis. Kenne mich schon gar nicht mehr aus. Ja. Kenne mich schon gar nicht mehr aus. Ja, ich muss mich da gerade voll konzentrieren. Die scheiß glatten Dinger, die kann man nicht abziehen. Ich habe vorgeschlagen, wir sind einfach Start und bauen. Leider warten so froh, wenn wir uns am Maul halten hätten, wahrscheinlich. Ja. Aber so geht's nicht. Ich glaube, da sitzen gerade welche und denken sie, warum dringen die so wenig? Dann könnten sie endlich mal ein bisschen lustiger werden. Weil wir uns hier konzentrieren müssen, dann können wir nicht trinken. Also ich baue jetzt den Baum da komplett fertig und dann trinkt noch mal was. Okay. Fuck. Ja, kaputt gemacht. Die Frage ist wie sollte man das denn eigentlich verlosen? Was überlegen wir uns denn da noch? Wie war's mit einem Viva la Mobilusion Weihnachtsgedicht? Ich hab gesagt, wer am meisten Merch kauft, der kriegt das dann dazu. Müssen wir ein bisschen Geld für den Kaffee, hätte ich schon mal gesagt. Nein, jetzt ist da wieder was rausgekommen. Scheiße. Was machst du wieder? Viva la Mobilusion Gedicht schreiben. Mindestens 3 Strophen. Wieso geht jetzt das da nicht rein? Nein! Gott, du bleibst jetzt mal da unten. Jetzt hat. Gut. Bis du den einer Schweinebaum baut hast, habe ich das scheiß Set fertig. Ja, aber der Baum ist ja auch sehr detailliert und mit Liebe dann dafür gemacht. Ah, okay, das habe ich nicht gewusst. Ja. Ja, aber nochmal zurück, bleiben wir bei dem, also verlosen wir das, wer unser Gedicht schickt, oder? Obwohl Gedicht. Ja, die Leute sollen mal kreativ werden. Oder Bilder sind ja eigentlich immer besser. Möchtest du Dickpics haben? Na, Wenn du den schönsten Schwanz schickt. na, aber so ein Fanbild. Die darfst du was malen, wenn es ist. Boah, das wäre geil. Ja, malt uns was. Ja. Und das schönste Bild, das gewinnt. Genau. Also nach Release dieser Folge, Tag können wir jetzt noch nicht genau sagen,
ist dann auf alle Fälle, wird nach 2 Wochen ausgelost. Ihr habt dann 2 Wochen Zeit für, Also praktisch nach Weihnachten. genau, so zum Neujahr hin wird dann ausgelost. Und es könnt uns ein selbstgestaltetes Bild, fotografiert, gezeichnet, egal, organisieren, schicken und dann habt ihr die Chance auf dieses wunderschöne Christmas-Set, das ihr dann nächstes Jahr als Deko bei euch daheim hernehmen könnt. Ja. Und wenn dann die Leute fragen, was soll die Scheiße, dann kannst du sagen, hey, das haben der Corby und der Kani gebaut. Echt? Und dann spuckt sie ihnen ins Gesicht. Jetzt ist der andere Zug auch noch runtergefallen. Du bist der schlechteste Bauer, den ich kenne. So, Aber dafür bist du der größte Bauer, den ich kenne. hast du jetzt schon Clarksons Farm angeschaut? Nein, er bringe mich um. Das ist der größte Bauer. Das ist so geil. Aber das letzte Mal habe ich erst gemalt über das, dass du das anschaust. Warum? Wir haben ja gut, bei der Liste Folge wisst ihr sehr, dass die Classics-Folge zu Phenomena rausgekommen ist, wo wir der Mike und ich von Haus aus dann über die gemalt haben, weil du wieder mal nicht dabei warst. Gut, habe ich kein Problem damit. Der Mike hat dann angefangen mit so, weißt du, dann schau dir so ein scheiß Doku mit dem Verbauer an und was weiß ich. Und so, ja genau, er der Vegetarier Sepp und lacht sich dann tot, weil in der einen Staffel Rinder dabei sind und in der nächsten Staffel heißt, dass die Belegschaft von der vorherigen Staffel jetzt das Essen in der 3. Staffel ist. Aber du hast es da gemerkt, also fandst du es witzig. Nein, nicht witzig, sondern ich war entsetzt. Entsetzt. Ich war entsetzt. Aha. Das war ja wirklich grausam, selbst jetzt zu sagen, ja 4, hallo. Ja. Ich kann aber damit leben. Ja, okay. Ich kann nicht damit leben, dass du immer über mich schimpft. Ja, glaub- wenn du nie dabei bist. Der Mike hat dir extra diesen Phänomen sogar geschenkt und du würdigst es nicht. Ich habe ihn auch tatsächlich rausgelegt, aber ich habe es zeitlich nicht geschafft, mir den anzuschauen. Wahrscheinlich hätte ich ja wieder nicht geschafft. Ja. Was ist denn das da überhaupt? Ach, das ist Titelseiten. Ich hab den, er kostet Jesse fragen, ich habe den Film auf den Wohnzimmertisch hingelegt. Dann hat es mir ganz beiß angeschaut. So nach dem Motto, du brauchst es nicht einmal versuchen. Pack den Film rein und ich hau dir die Zähne aus. So, ich brauche jetzt nämlich wieder Band 3. Hey, geht's nicht mehr genau? Kim, geh runter. Nee. Doch, runter mit dir, hopp. Ich muss jetzt so schauen. Schau, wie brav die ist. Ja, die hört aufs Wort. So, das kriegst du erst einmal. Ja, schau dir mal das an. Die Hälfte einfach durchgeschnitten. Ja, hallo, das ist da voll dick irgendwann. Das wird schwierig, dass wir da alles auszuschneiden. Du möchtest Nennt er das mich auch nur dick. So, Mitzleten, was machen wir da? Ja! Steig in den Gürtel ein, jawohl, ist ja nur ein Dominostein. 4, helfen wir so, wir brauchen die Dreiertüten. Nimm runter. Stehst im Beutel. Okay, schnell's auf. Und du bist ja immer so schweineheiß da drin. Ich find's überhaupt nicht heiß. Ich schon. Schwitzt mir selber mit. Ich gefriere. Ja gut, ich werke aber auch wie ein Ochs. Ja. Das muss man schon einmal offen und ehrlich dazu sagen. Ich glaube, das sind Ersatzteile, die da mal auf die Seite. So, da ist ja kriegst du Kisten zum Healing. Mal bist du nett. Wenn du so nett zu mir warst. So bist du ja keine Katze nicht. So. So. Das ja. Und. So. Das hätten wir schon mal. Ja, ist aber immer nicht Die fertig, der Schweinebaum. Spitze fehlt, aber jetzt trinken wir mal. Trinken auch noch. Köstlich. Köstlichst. Oh, jetzt bei die Spitze. Ich brauche dann noch kurz den Anfang von deinen Seiten von deinen, weil da ist nämlich der erste Part von den Dreierteile drin. Was? Das habe ich jetzt nicht kapiert. Das da brauche ich schnell. Na toll. Ja, dann brauche ich gar nicht mehr mitbauen. Letzten Sonntag war ich auf dem SSIO-Konzert in Minga. Das ist schön. Das war gut. Kennst du den? Nee. Warum nicht? Ich kenne eigentlich nur noch Ikimel. Ikimel und Tiavo, das ist das, was ich aktuell am meisten her. Ach so, Frauenrap also. Tiavo ist nicht Frauenrap. Den kenne ich auch nicht. Die Kimmel kenne ich. Und jetzt kommt dann ein neues Album von der Paula Carolina raus. Da Kenn ich freue ich auch mich nicht. auch schon drauf. Wer ist das? Was macht der? Musik? Ist das eine Weihnachtsmusik? Na. Okay, dann soll ich es abhauen.
Warum? Einfach so. Hat SSIO Weihnachtsmusik gemacht, oder Nur, was? das war ein Weihnachtskonzert. Echt? Ja. Okay. Aber die haben jetzt ein Weihnachtslied rausgebracht, gell? KIZ und Minasmus. Na. Ja. Haben zusammen einen Weihnachtssong ausgebracht und er ist wunderschön. Ja, um was geht's da? Um Liebe? Weihnachten. Ja, okay, aber Ja, es ist echt irgendwie fast, als war so ein normales Lied. Das ist ganz verwirrend, außer am Schluss, da schreien sie dann ein bisschen umeinander. Aber es ist bizarr. okay. Ja, da muss ich noch reinhören. Da musst du reinhören. Morgen, hast du nicht sogar irgendwie morgen ist Weihnachten oder irgendwie? Ich kann es gar nicht sagen, ich habe es ja auch erst einmal angehört. Und es ist so normal, dass du dann gesagt hast, nie wieder. Nie wieder. Da wird nicht ordinär über Arschficken gerappt, also mag ich es nicht. Nicht dein Niveau. Na, nicht mein Niveau. Wie der Minasmus singt, das erste Date ohne Arschficken, ohne mich. Ah, ich lieb's. Das Niveau. Ich habe mir letzte Woche Da kriegst du Schweineseiten wieder. Running Man im Kino angeschaut. Ah, und? Sehr geil. Also wirklich eine sehr gute Umsetzung von diesem Buch. Hast du das Bier gelesen? Umgekehrt. Okay. Und da war ich dann sehr befriedigt, weil ich mir dann gedacht habe, genauso habe ich es mir vorgestellt. Gut gemacht, Edgar Wright. Edgar Reit. Ding spielt auch mit, der Michael Cera, die mag ich sowieso. Den sieht man im Trailer gar nicht, oder? Doch, das ist der mit der Wasserpistole. Boah, den weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ja, den möchte ich mir auch noch anschauen. Ich hoffe, dass ich den noch schaffe, weil zur Zeit bin In ich... Straubing ist der, also berichtigt es mir, wenn ich das einfach nicht erkannt habe, war der nur eine Woche. Echt? Und nicht einmal zum Release, sondern eine Woche versetzt. Und also wir waren in der letzten Vorstellung. Okay. Also im Cineplex, Phil Spielberg läuft auf alle Fälle nur, da habe ich gesehen. Okay. Ja, Oh. Cineplex ist halt auch echt super. Das ist, also vom Ding her, vom Programm in der Regel sind die echt super aufgestellt. Kann man nichts sagen. Für das, dass du immer so schimpfst. Fuck, jetzt habe ich Schimpf irgendwo einen gelben Stern, den muss ich jetzt abbauen und durch einen Schimpf nur über den Tom, grünen- wenn er über beim Ratschen steht. Das kann es nämlich nicht sein. Ich glaube nicht, dass er das macht, wenn du nicht da bist. Ich glaube schon. Weil ich glaube, dass er sich einfach nur versteckt hat. Nein, der war mitten im Foyer beim Ratschen. Ja, ja. Das geht gar nicht. Und ich sitze und kann mir Predator-Trailer ohne Battle anschauen. Ein Predator habe ich jetzt mittlerweile auch schon gesehen. Ehrlich? Ah, Und? gute Geschichte, ne? Gute Scheim, oder? Gut. Kann man sich anschauen. Mag ich eben schon kämpfen. Ja. Und was sagst du zu der Jammerei, dass er so disneyfiziert ist und so, diesen Blabla? Gar nichts. Sehr gut. Das Einzige, wo ich gesagt habe, okay, auf das lasse ich mich mit ein, wenn sie da wenn sie da jemand beschweren möchte, wenn es unbedingt sein muss, dass man sich über so einen Bullshit beschwert, dass das Viech, das ist so zauberhaft. Hier, Kamera. Fokus. Dass das Viech, das da bei einer da mal am Lagerfeuer zum Beispiel dabei ist, weil das so große Augen hat und das ist wieder typisch Disney. Und ich sage, ja, Ups. wenn das ein Kriterium ist, dann sollst du es haben, dass du beschweren kannst. Da haben wir ein Viech mit großen Augen. Es ist fürchterlich. Eigentlich unanschaubar, dieser Film. So. Funktion? Schaust, hä? Es klemmt ein bisschen. Ja, wie gesagt, diese ganze Bodenplatten ist ja. Die haben ja keine gescheite Grundlage nicht eingebaut. Die hast du baut. Ja, aber das Material war nicht gut hergerichtet. Also ich habe da echt einige Teile. Ja, da bleibt ein Haufen übrig. Da ist sogar so ganze Bodenplatten übrig Okay. geblieben. Außer sie feit irgendwo und ich hab's nicht gemerkt. Gut. Dann, ich brauche wieder was zum Bauen. Ja, dann suchst du mal die Vierertüten. I can't see anything. Oh. Anything. Ja, Gut. Und machst es auf. wo ist die Schau? Vorsichtig spitz. Du hast noch gar nichts gegessen. Das macht Doch, mich- ich hab zwei Schweinsdinger da gegessen. Und die Spekulatius Duplo, wo du gesagt hast, das ist das Geilste, ich schaue jetzt erst mal, ob die abgelaufen sind. Nein, ich hab wer das weiß aus welchem Jahrhundert du die. Heute extra noch einkauft. Wow. Heute extra noch einkauft für die. Und du weißt, wie man Duplo nennt, oder?
Die längste Praline der Welt. Wird das überhaupt noch so genannt in die Werbungen? Gibt es überhaupt noch Duplo-Werbungen? Ich schau kein normales Fernsehen. Ja, das ist ja mein Problem. Käme ich überhaupt nicht mehr aus. Geil, oder? Das Problem ist halt, wenn man Spekulatius nicht mag. Dann frisst man das auch nicht. Vollidiot. Aha, geil. Duplo, Spekulatius, Duplo. Voll geil, aber ich hasse Spekulatius, also fick dich. Ich sag einfach gar nichts mehr dazu. Was baust du da eigentlich jetzt? Ich glaube, einen Nussknacker. Das alles. Ja, kann hingehen. Laut Anleitung. Ich glaube, wir bauen jetzt überwiegend eigentlich nur noch Manschgeld zusammen, oder? Ich pack das jetzt aus. Packeln aus. Ich brauche so einen Zweiter. Da ist er. Was soll ich jetzt nicht im Kopf? Ah, Pate. Ja, hau die ein. Aha, aha. Ich brauche die 4. Bitte. Schneidest es du aus, weil sonst will ich wieder zusammengeschissen. Nein, du musst es lernen. Hau die ein. Hä? Ah, bleib doch. Da steht nichts mehr dabei von Tüten öffnen. Aber es müsste eigentlich ab da dann eine neue Tüte sein. Wie? Wirkt das jetzt mal richtig auf hier. Oder? Kommt da irgendwann. Da ist die 4. Sind das 2 Manschgeld, die da jetzt bauen soll aus den 3er Tüten? Jetzt wird hier geschnitten. Oh Gott, die sehe schon, wie er sie im Finger schneidet. So, dann, die Folge geht dann weiter mit einem Livestream aus der Notaufnahme. So, Gib. das müsste jetzt eigentlich richtig gut ausgeschnitten sein. Ja, super. Gut Ja, schau, ich hab da den ganzen Müll von den vorherigen Seiten ausgeschnitten. Also das, Ey, ich sag's dir, ich hab's im Gefühl, heute schaffen wir's mal. dass wir fertig werden. Ja? Ja, wir haben es ja eigentlich nur einmal nicht geschafft und das war mit dem Schweinestern. Aber der war halt auch wirklich unterirdisch und der Seppi hat sich angeschaut wie der erste Mensch. Ja, Das muss man dazu sagen. Seppi die ist eigentlich- Folge schaue ich immer wieder gern. Weil ich lache mir da kaputt, ich kann's dir gar nicht sagen. Ja, nur wegen dem Seppi ist ein Missbrauch. Auch. Du bist eigentlich kein guter Mensch nicht. Ja, Da, schon. ich komme dann nicht aus meiner Haut raus. Da muss ich sagen, Das ist einfach so. Das diese Zufälle, die in dieser Folge entstanden sind. die Ausrede von jedem Vergewaltiger. Ich kann nicht aus meiner Haut raus. Ja, so schlimm. Rapist Number 1. Zufälle, ja. Müssen wir weiterhin aufrechthalten, dass das Zufall war. Seppi darf das nie erfahren. Der arme Seppalot. Der arme Seppi. Schreibt's mir in die Kommentare, ob ihr das, was wir da eigentlich machen, spaßig findet. Oder ob ihr es eigentlich schon jemals irgendwas, was wir mir an Weihnachten fabriziert haben, spaßig gefunden habt. Aber gut, es gibt ja auch Streams von Leuten, die Pickel ausdrucken. Das ist, Was? ja klar, Dr. Pimpel und so. Was? Kennst du nicht? Na. Was ist mit dir? Es gibt. Ich find's faszinierend, dass es Leute gibt, die sich das dann auch noch anschauen. Ja, da gibt ich glaube, das war eigentlich sie, die Dr. Pimpel. Die hat ja, was weiß ich, wie viel Abonnentencode und Code. gehabt. Katz. Warum? Was ist mit der passiert? Ja, weiß ich nicht, wie der Account jetzt ausschaut, vor Jahren einmal. Aber Pickelausdruck-Videos gibt's en masse. Also kann man sich ja wohl mal anschauen, wie wir da jetzt halt hier weihnachtliche Dinge Klemmbausteine zusammenbauen. Echt, das hat mal ein wenig festlicher. Ist jetzt schon wieder nicht mehr klar, oder? Das ist so anstrengend. Wir hätten auch aufhören. Ich würde ja eigentlich gerne mal eine Weihnachtsfolge machen, die von jemandem moderiert wird,
der nicht wir sind und wir da so ein Quiz machen müssen. Aber jetzt wirklich Hassquiz, weil ich da immer schlecht bin. Ja, das finde ich super. Ja, toll. Da habe ich die nichts davon, wenn ich vorne rein weiß, dass ich schlecht bin. Zum Beispiel, Hey, du bist doch ein Filmfan, wie heißt denn das und das? Und Genau. Sag mal das und das. Ja, weiß ich nicht. wie hießen die Teile vor Ballermann 6? Ja, von Guido und was schon wieder nicht. Ist jetzt das der? Ja, wie? Das war jetzt eine ernst gemeinte Frage. Ach so, Ja. vor Ballermann 6? Ja, wie hießen die Teile davor? Ballermann 1 bis 5. Scheiß Ballermann. Voll normal? Na. Weißt du selber nicht? Na, Schwein. weiß ich nicht. Aber Also ja, das glaube ich voll normal, aber ich weiß ja gar nicht, ob das, da weiß ich echt nicht, ob die, wie die zusammenkehren oder ob die zusammenkehren, diese, Doch, die können Schutz haben. Super Bullen, oder? So hieß der eine. Der dann 2010 oder so rausgekommen ist. habe ich auch nicht gesehen. Ganz Ich schaue, guten Sachen schaust du. nein, ich schaue nur Dokus. Ich möchte mich ja bilden. Ich will mich ja bilden. Ah, das ist jetzt so richtig kleine Schweinskruscherei, da geht mir voll auf den Sack. Irgendwie. Das ist doch gelb. Da sind's. Da sind's. Keine Panik, ist immer nur alles da. Kriegen wir ihn schon hin. Du hast ja das letzte Mal in die Warlex erzählt, du hast den Trailer zu Avatar 3 gesehen. Wirst du dir- ich habe 3/4 gehört und 1/4 gesehen. Wirst du dir den trotzdem im Kino anschauen? Nein, Warum nicht? weil ich behindert bin. Ja, aber möchtest du nicht wissen, wie es da weitergeht? Das wird irgendwann einmal auf Disney Plus dann erledigt werden. Okay. Also das heißt, anschauen wirst du da auf jeden Fall. Ja, anschauen werde ich mal schon, weil, wie der Maike habe gesagt, du brauchst für jeden Träger Muster. Ja. Aber ins Kino kriegt mit der Nummer, weil das war mir bei Teil 2 schon eine riesige Lehre, dass ich da noch mal ins Kino gegangen bin für den Scheiß. Du hast den im Kino gesehen. Ja, weil da hat ein alter Späßel dann am Sepp bei mir geschrieben, was wir treiben und ob wir essen gehen und dann ins Kino und ihm zuliebe, weil der hat sonst keinen, haben wir gesagt, machen wir das. Sonst keinen, bitte. Lebt er noch? Wir haben heute zufällig gestimmt, also ja. Okay. Außer er hat so vorprogrammierte Nachrichten, die regelmäßig verschickt werden, dass sich keine Sorgen macht, das weiß ich nicht. Aber da haben wir gesagt, ja passt, machen wir. Und dann schauen wir uns an und ich habe in dem Moment sehr meine Entscheidungen hinterfragt, die mir an diese Stelle gebracht haben. Sämtliche Lebensentscheidungen. Also das heißt, wer war nur mit dabei? Der Seppi. Seppi war dabei, ja. Okay. der Und war Seppi hat's gefallen. Der war auch hin und weg von diesem Film. Ja. Hin und weg, der garantiert. Dieser James Cameron hat's mal wieder geschafft. Ja, das hat der Seppi auch gesagt. Der Mann, der wenn was angelangt, das ist einfach, das hat Hand und Fuß. Haben wir da nicht sogar dann eine Folge drüber gemacht? Du und der Mike habt's ja noch nicht gemacht, da hab mich fein rausgehalten. Okay. Dann habe ich es, glaube ich, in der Folge damals gesagt, dass mich da eigentlich voll aufgeregt, dass die, wie heißt's, die Sigourney Weaver, Sigourney Weaver, ja. der 17-Jährige drin spielt. Ja, Also es hätten sie das nicht geschafft, dass irgendeine andere 17-Jährige finden, die das spielen kann. Nein, das muss sie machen. ja aber war die im ersten Teil auch dabei, Sigourney Ja. Weaver schon, gell? Ja. Ja, um das geht's ja. Dass sie die ihren Ding da eine zaubert hat. Das ist Magic. Das ist ein Krampf. Das ist das, was die stört. Ja. Okay. Warum? Was hat denn die gestört? Aus! Drecksschweinsfilm. Das ist einfach nur verschissener Teil 1 mit Wasser. Ja. Das Flippi komplett. Keine Überraschungen. Deswegen gehen die Leiter gern rein. Oh, schau hier, die haben auch so einen Baum unter Wasser. Oh, schau hier, die haben auch so Viecher, wo man seinen Zipfel ohne hängen kann. Die halt schwimmen. Ja. Ah. Aber immerhin, ich hab's vor Zeitl Bravo. im Kassettenschmerz Ach so. gesagt, dass vor Zeitl hat es anscheinend ein Interview mit ihm gegeben, mit James Cameron, und er hat gesagt, dass er mit dem Robert Rodriguez, sie haben sich einen Bluteid geschworen, dass es definitiv nur eine Fortsetzung zu Alita Battle Angel geben wird. Ja. Und dass es jetzt anscheinend auch wieder ein wenig Fahrt aufgenommen hat, diese Sache, weil anscheinend wohnt der Cameron jetzt irgendwie in der Nähe vom Rodriguez und drum wird jetzt wieder geschmerzt. Sie hätten eigentlich die Idee für eine Trilogie, aber sie wollen auf alle Fälle noch den zweiten Teil machen. Da hat er da mal ein bisschen Props von mir kriegen, weil ich fand den Alita sehr gut. Habe ich noch nicht gesehen. Sehr schade, dass der damals so gefloppt ist, weil
Der hat Spaß gemacht. Okay. Um was geht's da? Ja, sag doch den Namen schon. Der Alita, die ja Battle Angel ist. Ja, was heißt Battle Angel? Naja, ist eine Anime-Verfilmung. Okay. Und sie ist so Ein Battle Angel? Droide, ich sage es einfach mal Droide, Roboter sind. Da gibt es mehrere verschiedene Roboter oder Menschen, die um Bauteile erweitert worden sind. Und sie ist, glaube ich, eigentlich nur so ein Überbleibsel von etwas, das man nicht wissen darf. Ich weiß, ist auch schon ewig her, dass ich ihn gesehen habe. Und ist dann auf der Flucht? Suche nach ihrer Vergangenheit. Okay. Irgendwie so. Also ähnlich Und wie deine Geschichte. Genau. Gerade, dass es bei mir nicht unbedingt verhindern wollen. Sondern gefragt werden, wenn ich da hingehe, wo ich hergekommen bin. Diese Scheißteile. Da. Don't you want Don't you Habt ihr es eigentlich Nein! so wieder angefallen? Bei euch in der Erbat, lasst es da eure neue Lehrling eigentlich an Weihnachten in die Weihnachtsfeiern singen? So wie man es früher auf dem in die Baufirmen gemacht hat. So. Das war lange Tradition, die in dem Jahr abgeschafft worden ist. Von wem? Von den Damen, die das organisiert haben. Okay, und warum arbeiten die dann noch bei dir? Es gab gestern da auch eine Gruppe, die lauthals geschrien hat: Singen, singen. Aber hat keiner, oder? Na, Wow. Das ist eine lahmarschige Party gewesen. ja, mein Gott, Veränderung. Wegen wir nicht hier im Auenland. Wir lieben Beständigkeit. Irgendwas Das ist nicht deine Schweinekrusch arbeitet hier. stimmt da schon wieder nicht. Warum stimmt noch nichts? Das da? Und das da? Oh. Was baust eigentlich du für ein Menschgeld zusammen? Keine Ahnung. Bei meinem Schweinsding habe ich jetzt gesehen, dass ich anscheinend 2 Menschgeld da drinnen habe, in dem ich, muss ich nur mal so Fieslerei bauen. Ich mag das nicht. Wen bauen die da eigentlich gerade? Ich glaube, ich habe ihn gesehen. Also gleich mal Ansage, wenn du nicht Aufkleber aufpicken magst, ich tue es auch nicht, dann darf derjenige, der das gewinnt, der Aufkleber dann selber Das draufkleben. klingt fair. Passt. Weil ich hasse nämlich nichts mehr als Aufkleber aufkleben bei so Klemmbaustein-Setten, weil die sowieso immer schief aufklebe. Mir fehlt da irgendwie ein Teil. Was wir uns? Also das da nur ohne Noppen. Also normaler roter Einser. Ja. Habe ich da irgendeinen Fehler gemacht oder was? Ich glaube schon. Hey, ich mag ein Herzl. Das kannst du nicht sein. Da. Ach, fuck, ja, ich seh's. Scheiße. Ach, Kani. Ach, Kani. Oh. Da bin ich jetzt auch wieder ich schuld, oder? Da bin ich jetzt auch wieder ich schuld, oder? Nein, ich wollte Au. nur stöhnen. Einfach nur meinen Namen stöhnen. Ja. Du, das uns auch keiner, dann passt das eh. Das ist zwischen meine Beine gerutscht. Ja, genau. Erst meinen Namen stöhnen und dann zufällig was zwischen deine Füße fallen lassen. Damit du die anlangen kannst. So. Du kehrst dann da rein. Du kehrst mir jetzt du Nosch. Deswegen baust du also deine anderen Sätze nicht zusammen. Da rein. Das Ding kehrt dann wieder da drauf. Ihr hört jetzt übrigens gerade, wie der Korbi aber im Sex klingt. Das Ding kehrt da rein. Das Ding kehrt dann da drauf. Oh, verkehrt rum. Erst kehrt das Ding da drauf, dann kehrt das Ding da rein. Korbi! Ich mag nicht schon wieder auf mich in die Abtreibungsklinik fahren, mach das mir richtig rum. Oh Gott. So. Abtreibungswitze in der Weihnachtsfolge, das geht ja gar nicht. Das ist ja direkt Blasphemie hier. So. Da. Schau. Ich bin ein Roboter. Ich bin gekommen, um zu töten. War leck wie bei, ich hab mir jetzt den Y2K angeschaut.
Y2K? Ja, Okay. also ist der erste, ich glaube, der erste A24-Film, den ich echt kacke fand. Y2K. Ja, da geht's, hat so nicht sogar dieser Virus geheißen oder so, von dem man vermutet hat, dass der beim Jahrtausendwechsel kommt und alles sich abstürzen lässt und der Film spielt ja praktisch damit, dass das passiert. Und am Anfang geht's auch noch ziemlich cool los, oder ja, dauert mal so 10, 15 Minuten. Dann passiert es eben, dann ist er ziemlich cool. Ein paar coole Kills, ein paar nette Ideen und so weiter. Und dann ist das eine unglaublich langweilige Kacke vor dem Herrn. Okay. Mit ganz viel Blödsinn drinnen. Da hat nicht mehr retten können, also, dass sogar der Fred Durst mitspielt. Okay. Sich selber auch, weißt du, weil 2000er Jahren so, der Limp Bizkit war ja da, Ja, okay. Haben sie den dann da altersmäßig. Ja, wegen verjüngt haben sie ihn. Okay. Aber, ja. Ist so cool. Bis jetzt habe ich Bock auf den Film. Ja, habe ich auch voll gehabt, weil die Sachen, allein wenn du hörst, dann sind die echt, dann meinst du echt, das muss ein richtig spaßiges Ding werden, aber am Ende macht es echt keinen Spaß. Hey, wie lange sitzen sie eigentlich schon da? Die ist gerade wieder hochgesprungen. Ja, so. Hallo, Mizi. Ich habe den Trailer im Kino gesehen zu Greenland 2. Oh, ich habe nur gelesen, dass der Kim dann war verwirrt, dass man da eine Fortsetzung braucht. Aber die hat ziemlich cool ausgeschaut. Ja, ich glaube, der erste war also ein netter No-Brainer-Katastrophenfilm, oder? Ja, aber Das Katastrophenfilme gehen noch immer. Hat der Roland Emmerich ja bewiesen. Ja, stimmt auch wieder. Hat einfach alle draht. Ja. Oh Mann. Wobei es eigentlich nach 2012 hast du eigentlich alles an Katastrophen gesehen, was du sehen kannst, oder? Da kannst du eigentlich nichts Neues mehr erzählen, weil das war ja sowieso, das war ein Nonplusultra-Katastrophenfilm. Das ist so Blödsinn. Das ist wirklich mit den Aachen dann. Das ist auf einmal ein Blödsinn. Aber Greenland ist gut, ich schluck die. Oh. Ein Facki. Oh. Ist voll gut, wenn du sagst, wie die ganze Welt auseinanderbricht und so. Ich fand das schon cool. Also Bei halt, vor die Effekte her war das halt, die Zerstörungsorgie war halt geil. Also so Geschichte und alles war natürlich Bullshit. Ja. Da brauchen wir nicht schwätzen. Gibt es überhaupt irgendeinen Roland Emmerich-Film, wo auch die Story richtig gut war? Ja, Independence Day. Gibt es eigentlich einen Roland Emmerich-Film, wo die Story richtig gut war? Independence Day. Ach komm. Oh, ist Independence Day 1 ist super. Mag ich schon gern. Ja, ich mag den auch gern. Also die Aber Story, ja gut, ist 0 auf 15, also richtig tiefgründige Story, glaube ich, kann der gar nicht schreiben. das wäre schon mal interessant. Hat nicht der Roland Emmerich ja so eine Serie gemacht bei Prime über Rom? Ich weiß nicht, es gibt das Serien namens Rom, aber die glaube ich hat nichts mit dem Emmerich zum tun. Glaube ich. Weiß ich aber nicht. Er hat ja noch den Film mit dem kleinen Burm, hat der Joey oder so geheißen? Ich glaube, das Spielzeug oder so lebendig war. Ich kann mich nicht mehr genau an den Film erinnern. Echt? Ja, das war schon eher so ein Ding, was du sagst, das ist einmal kein Schwachsinn, Okay. Gewaltorgie. Ich glaube, der war sogar am Schluss recht traurig. Aber wie gesagt, das ist auch zu lang her. Independence Day ist auch zum Schluss echt traurig. Ja, wenn der geile Versucher nicht da nur reinballert. Ja. Das gibt's doch nicht. Da ist doch wieder irgendein Teil falsch. Was kannst du überhaupt? Also das müssen die zweimal haben. Nein. 9? Nein. Wieder 9? Hallo. Das ist gar nicht so ein Zipfel, was da vorne ausschaut. kommt die Trommel ohne. Da ist. Ist ja crazy. Da ist. Halt jetzt deine scheiß Arme. Meinst du, dass das so Kriegssanitäter auch will sagen, wenn noch einer kommt? Halt doch deine scheiß Arme. Lass das jetzt dran! Wie oft ist es noch? Nein! Da. Ich habe wahrscheinlich vorhin wieder mal ich kann schon gar nicht mehr reden, den Mund zu voll genommen. Warum? Ob wir das wirklich schaffen? Ja, ich bin auch gerade ein bisschen skeptisch. Aber was wir nicht schaffen, das darf dann auch der Gut. glückliche Gewinner selber zusammenbauen, oder? Wobei die kleinen Minifiguren, auf die hätte ich eigentlich schon voll Bock. Ja, du warst jetzt gerade noch nicht. Na, die hier. Ach so, ja, schauen wir mal weit, dass wir da kommen. Aber es ist schon eine Friemelarbeit hier.
Oh nein, ich habe da wieder einen Teil vergessen. Scheiße. Hast du gelesen, dass der Tarantino gegen Paul Dano, meine ich, heißt, der gemault hat? Die kenne ich nicht einmal. Ja, ein Tarantino wär's ja kennen, oder? Ja, einen Tarantino kenne ich schon, aber den Den Dano, Typen der nicht. hat einen Riddler gespielt bei The Batman. Okay. Weißt du den? Ja. Eigentlich ein super Schauspieler. Okay. Und hat irgendwie, ich glaube, in einem Interview gemalt, dass der völlig uninteressant ist. Und jetzt ist überall im Internet gerade große Solidaritätsbekundung für einen Paul Dano und er ist so toll und ole ole. Also ich finde ihn auch super. Ich frage mich gerade, was mit dem depperten Tarantino los ist. Ja, der muss ein bisschen polarisieren. Ja. War schon lange nicht mehr in die Medien. Jetzt ist ja Kill Bill, the whole story, the Whole Bloody bloody Affair. rausgekommen. Ja, und bei uns kommt es wahrscheinlich wieder nicht aus. Das nervt mich schon wieder. Das nervt mich ja voll. Da hätte ich nämlich auch Bock drauf. Das finde ich wieder ungerecht, weißt du? Ja, Das ist einfach Diskriminierung seit dem Zweiten Weltkrieg. ja, das ist echt so. Die Besatzungsmächte, Ja. unglaublich. Die verarschen uns nach Strich und Faden. Wir machen jetzt da einen neuen Kill Bill-Teil draus, in dem wir einfach 1 und 2 zusammentun zu einem richtig tollen, geilen neuen Film mit Ja. unveröffentlichten Szenen, aber ihr kriegt's nicht. Nein, das habt ihr davor, dass vor 80 Jahren die halbe Welt zusammenbombt habt, die Ja. Idioten. Ja, super. Die Sünden der Väter. Volle Wurst. Ah. Das ist so ungerecht, diese Welt. Ich hätte den schon gern sehen. Ja, ja. Ich glaube, den gibt's ja schon zum Kaufen, aber ich glaube, den gab's nur in Japan bisher. Okay. Die komplette Version, aber Aber, nicht bei uns. aber die haben doch jetzt da unveröffentlichte Szenen mit drin. Also müsste Ja, der Hol, schon- der Ding, was da in Japan gegeben hat, der hat ja auch schon The Whole Bloody Affair geheißen. Ja. Darum weiß ich nicht, ob das für die in Amerika auch einfach unveröffentlichte Szenen waren und es deswegen so benannt wird oder ob das wirklich nochmal unveröffentlichte Szenen sind. Achso. Ich kann es ja nicht sagen, weil ich kriege ja nicht zum Singen. Ja. Mir darf eigentlich gerne mehr Infos dazu geben, aber Mir kann mir ja einen Tarantino eigentlich mal schreiben. Der ist eh in so viel Podcasts jetzt gewesen. ja, stimmt. Also abhauen, er nervt mich. Ich hoffe, dass der letzte Film, den er macht, wirklich wieder was Gescheites wird oder ansonsten soll es wirklich sein letzter Film gewesen sein. Hat er ja eh angekündigt. Ja, so heißt eigentlich, dass er 10 Filme machen wollte, gell? Ja. Und dann ist Feierabend, aber man weiß es ja nicht. Man weiß es ja nicht. Da schau, ich hab meinen ersten fertig gebaut. Gut. Promisepp. Und da geht er nicht eigentlich nur Augen aufgepickt, aber wie gesagt, die Aufkleber kann jeder selber machen, die sehen schon nicht auch gruselig aus. Aber das ist jetzt auch noch für mein bisschen. Jetzt muss ich nur so einen Ratzen zusammenbauen. Ein bisschen einen Schnupfen habe ich auch, aber das werden unsere Hörer mittlerweile schon gehört haben. Ja, super. Echt, du lockst mich hier rein und dann bist du auch noch krank? Nein, das ist ja gerade vor der Kaden taust. Ja. Das ist ja gerade vor der Kaden taust. Ja. Hä? Die Farben passen auch teilweise überhaupt nicht zusammen. Das wird als blau gezeigt, aber es ist gemeint, das ist dunkles Grau oder wie. Ja, was willst du denn erwarten? Die haben doch nichts. Die haben nicht so viele Farben. So, da haben wir wieder mal Apps. Bei dem schlechten Licht den kannst du halt auch nicht unterscheiden zwischen dunklem Marineblau und Schwarz. Ja. Und wer ist wohl schuld? Der Vermieter, der das Haus gebaut hat. Oh. Ist das ein Schwänzding? Oh Gott. Du schneidest es eh so zusammen, dass die Folge eigentlich nur 10 Minuten dauert, oder? Ja, genau, das wird im Schnelllauf gemacht. Das muss langer Männers. Ding da noch her. Dies und dies. Und die haben Und den dies. Same. Und dann da rein. Und dann. Und dann umdrehen und schlafen. Happy Chanukka. So. Meiner hat voll die geilen Haare. Was hat der denn für Haar? Wie ist denn das, den du passt? Ja. Geil, Alter. Geiler Typ. Ah. Jetzt muss ich noch mal kurz aufstehen und dir was holen. Okay. Das ist so eine tolle Überraschung für die.
Echt? Die kriegt jetzt hier Überraschung. Du kriegst von mir halt hier noch eine Überraschung, Okay. weil ich ein netter Mensch bin. Das ist ja blöd, ich habe ja nichts für die dabei. Ja, das haben wir schon gedacht. Na doch, da lasse ich dir jetzt blöd ausschauen vor die ganzen Leute. Aber erst mache ich ihm das Manschgal hier noch fertig. Erst dann werde ich die vor alle bloßstellen, dass ich dir nichts wert bin. Damit kann ich tatsächlich leben. Das haben wir gedacht, weil du echt ein Nazi bist. So. Oh, ach, das sind deine Jackenknöpfe da. Irrsend. So. Aber cool sind die Figuren eigentlich schon. Also die haben sich da echt was dabei gedacht. Wenigstens jemand. Lego denkt so oft, man ist nicht mehr so viel. Na, was hast du denn da als letztes gebaut? Ich bin gerade noch bei dem R2D2, aber als ich dann bei einer Party gekommen bin, wo Aufkleber waren, war ich schon wieder so stinkig, dass ich es erstmal weggelegt habe, weil mir das echt, so, wie gesagt, mir kotzt das an. Das ist echt eine Frechheit, weil das Schweinezeug so assi-teuer ist und dann sind so bedruckte Teile für mich wirklich das Mindeste, was ich da rein tun soll. Ja. Wie sich der ganze andere Bullshit da wurscht, wo sich der Dinger immer beschwert oder hält Steine mit seinem und Farbseuche hier. Ist doch mir scheißegal, wenn das Zeug innen drin ist, ist mir das wurscht, was das dann für Farbe hat. Das sage ich ja dann nicht mehr. Aber wenn ich halt dann Aufkleber aufgetan muss, die ich halt in der Regel ein wenig als schier vor mir aufkriege, weil ich dafür nicht die Geduld habe und das, Das ist für Feingefühl, die, ja, das ist für dich die Hölle, das weiß ich. da flippe ich komplett aus. Und dann habe ich wieder Pause gemacht. Und das waren auch aktuell so die einzigen Sets, die mich noch ein wenig interessieren hatten, dass ich mir die kaufe, diese Star Wars Druiden. Weil jetzt gibt es ja da einen Chopper, meine ich auch, von Rebels. Und ein K11, glaube ich, heißt der, von Rogue One. Und das sind so, die schauen auch, wenn du es dann fertig hast, dann schaut das gut aus. Aber ansonsten bin ich Lego-mäßig. Ich habe zwar auch noch 3 Sets, glaube ich, im Keller unten, ich weiß aber jetzt nicht auswendig welche. Aber aktuell kaufe ich mir von denen nichts mehr, weil ich da wirklich mit der Aufkleberei bin ich stinksauer. Ja, ja. Bis jetzt dann die Pokémon-Sets veröffentlicht werden. Da gibt es auch schon viel bessere Alternativen geben. Schon, aber jetzt haben sie die Lizenz. Ja, Pimmels. Einfach mal die Pokémons abgezogen. Da, 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 da. Was ist das für eine Farbe? Ich hab doch da nur schwarz. Ist das schwarz? Ist das blau? So, Das ist blau. Okay. Dann brauche ich nur mit blau. so, Bist du auch blau? so. Ist auch blau. Das ist so spannend, Leute. Da sucht man schon mal die besten Sachen aus. Hätte man wieder irgendein Spiel gebraucht für zwischendurch. Aber alles, was ich habe, ist die Bloßstellung des Corbinian Schweinsle für Hermann. Warum hast du das jetzt schon wieder gemacht? Ja, weil du nichts für mich hast. Ach so. Naja, also das kommt jetzt ganz drauf an, was du für mich hast. Ja, ich hab mich nämlich dazu entschieden, weil meine lieben Freunde, die kriegen ja immer eine kleine Kleinigkeit zu Weihnachten von mir. Okay? Und ich habe mich dazu entschieden, du kriegst deine Kleinigkeit dieses Mal live hier in der Weihnachtsfolge. Ich habe noch nie was von dir gekriegt. Doch, letztes Jahr. Bastard. Da hat er mir jetzt noch eiskalt als Lügner hinstellen. Ich liege oft, gell, aber da nicht. Was ist das? Grau, golden, blau. Grau-golden-blau, die gute alte Grau-golden-blau-Farbe Ich vergessen. nicht. bestimme jetzt einfach, das ist das hier. Das ist da. Don't you irgendwas mit Drogen. Das ist irgendwie voll blöd, wir können jetzt nicht einmal Musik abspulen, weil, Ja, das haben wir auch schon gedacht. weil wir dann gleich wieder gesperrt werden. Das ist richtiger Schweinescheiß. Dieses System, das bringt uns noch alle in So. Teufels Küche, ich sag's Ja. euch. Vor allem der Gäste, wenn du jetzt hier im Hintergrund Musik laufen lassen darfst. Ja. Wo ist da schon für irgendeinen Musiker oder sonst gibt's, weil wir verdienen damit erstens nichts und zweitens da dann keiner irgendwie sagen, hey, ich möchte Musik gratis hören, stimmt, da ist die Folge, wo Viva la Movilusion, dann her ist man da im Hintergrund auch. Ich verstehe nicht. Ja, bei allen anderen ist für mich okay, wenn sie es dann nicht erlauben, aber bei uns, da war es eigentlich Ja, schon eine echte Ausnahme. Da war es angebracht. Ja. Alle anderen sind ja blöd. Ja, es hat mir sehr gefreut, dass wir auf Platz 1 waren von den Top-Podcasts. Deutschlandweit, gell? Ja. Da waren wir stark. Ja. Da waren wir stark. Da gehen die anderen einpacken. War zwar ein bisschen überrascht, weil wir das ja eigentlich schon verhältnismäßig faul waren.
Aber scheinbar waren die anderen fauler. Ja, ja. Ja, und unsere Hörer waren nicht auch fleißig. Ja, also vielen Dank vor allem an euch. Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Ja. Ich bin so glücklich. Vielleicht schaffen wir es dann nächstes Jahr international. Auf Platz 1. Was war international? Keine Ahnung. Da habe ich nichts gesehen. Da habe ich nichts gesehen. Weiß ich gar nicht, ob das irgendwo aufgeführt wird, was die. Ich weiß ja gar nicht, ob das überhaupt Sinn macht. Wahrscheinlich nicht, ne? So, und was kriegt der jetzt da noch? Was ist das? Eine Trommel. Ein Dromi. Ein Dromedar. Ja, Simbach war jetzt vor kurzem doch irgendwie Weihnachtsmarkt, oder? Letztes Wochenende, das war, darum war das SSIO-Konzert, wo ich vor Zeit habe, auch verhältnismäßig hart, weil dann nämlich am Tag davor Christkindlmarkt war. Was hast du so gemacht? Verzeih. Glühwein drungen und so Apfelsaft oder Apfelmus, so habe ich sie mit Amaretto drinnen drungen und Bier drungen und Wein drungen. Ja, nix gegessen. Na, Warum? weil ich keinen Hunger gehabt habe. Achso. Alter, nichts War der dann groß? Ja, der ist eigentlich schon verhältnismäßig groß, der ist bei uns. Da ist der ganze Marktplatz oben. Ja, du musst jetzt mal die Leute, die nicht wissen, was Simbach ist, das ist schon ein bisschen. Ja, geht's auf Google Maps und sucht euch einen Marktplatz und schaut Gott, nicht. du bist so faul. Ja, was sollen die nicht verzeihen? Ja, beschreib ein bisschen Simbach. Ja, wie denn? Ja, Das ist halt ein Dorf, ein Markt. Ein schöner Markt. Immer was los, immer was geboten. Fasching ist ja Oberparty. lauter feindliche Leute. Also egal, wo man eigentlich klingelt, es macht immer ein freundliches Gesicht auf. Das stimmt schon, ja. Ja, hilfsbereit. Ich weiß gar nicht, an wie viele Häuser du schon klingelt hast. Ich vergiss immer, wo du wohnst. 6 verschiedene Häuser durchklingelt, bis endlich bei mir ankommst. Ja. Aber ansonsten war es Christkindlmarkt technisch eigentlich nichts Besonderes. Es wäre wahrscheinlich der einzige Christkindlmarkt sein, auf den ich gewesen sein werde, wieder mal. In dem Jahr. Ich bin irgendwie nicht mehr so der fleißige Christkindlmarktgänger, wie ich schon mal war. Also für den scheiß Glühwein auch immer so ein Saumung am nächsten Tag. Also die Trommel ist jetzt übrigens ein Hut worden. Ja, why not? Hä? Stylisch, hä? Der ist Gangster, der Typ. Da, schaut euch den an. Hier. Da darf sich der Sieger vom Gewinnspiel schon mal auf eine tolle neue Wohnungsdeko freuen. Jetzt bauen wir auf für einen Teufel. I don't see anything. Now he stands there. Gut. Like, ordered and not abgeholt. Ach, noch einer. Schau hier, noch so ein Teufel. Da sind dann 2 Menschgeld gleich drinnen. Also die haben wirklich geschaut, dass es geht. Hey! Katz schlafen. 4, was tut ja? Möchtest du beißen? Na. 4, jetzt wird nicht geschlafen. Hier wird gearbeitet. Weihnachten heißt arbeiten. Ja, das sagst du mal. Nix mit 20 Stunden am Tag schlafen. Say what? Heißt das Machen das Katzen auch? Say what? Na, 20 Stunden am Tag schlafen. Also der Oscar weniger, aber sie schläft schon brutal viel. Das ist ein richtiger Fallsack. Weil bei Hunden hast du das auch. Also so 18 bis 20 Stunden Schlaf am Tag. Das ist echt schon krass, gell? Ja, Wenn man sich das mal überlegt, wir verschlafen eigentlich ihr ganzes Leben. ich bin voll neidisch. Und wir dürfen den ganzen Tag aufstehen und bugeln. Wie Viecher. Ja. Na, eben nicht. Also. Was die Farben schon wieder überhaupt nicht zusammen hier. Da werden wieder Augen dann aufgeklebt, die überlassen wir wieder unserem glücklichen, seligen Gewinner. Weißt du, auf was ich voll Bock habe? Schöne Bescherung im Kino anschauen. Aber der kommt nicht, oder? Na, War vielleicht was für die Nacht des guten Geschmacks nächstes Jahr. oder das ja noch. Na, ich glaube, dieses Jahr haben wir ja
ist ja der Schweine Black Christmas. Ich wünsche mir ja nicht viel, weißt du schon? Ich Ja. bin eigentlich ein sehr bescheidener Mensch. Ja. Und ich habe es ja auch geschafft, dass das Kino schon mal voll war. Stimmt, für das sollte eigentlich ein bisschen mehr Dankbarkeit gezeigt werden. Ja. Und nicht der Schweine Black Christmas gezeigt werden. Ich hätte auch nicht gemalt, aber so kosten, der ist jetzt schon geordert, den können wir nicht mehr zurück tun. Aber den hast doch du vorgeschlagen, oder? Nein, das ist nicht der Black Christmas, den ich gern gehabt hätte. Ach so. Das ist der, ich hätte gerne den 2006 meine, den glaube ich haben wir auch eine Folge drüber. Den hätte ich gern gehabt im Kino, weil den finde ich überragend gut. Also das heißt, Fehler wurden begangen. Fehler wurden begangen und sie wurden nicht wieder gut gemacht. Scheiße. Und es ist leider der von 2019 oder so, der mit der Studentenverbindung. Den finde ich nicht so toll. Ach so. Der hat halt auch überhaupt nichts zum Bieten, finde ich. Der ist nicht blutig, der ist nicht witzig, der ist einfach nur gacklig. Aber trotzdem, das wäre echt cool. Und ich verstehe eigentlich nicht, warum Schöne Bescherung nicht jedes Jahr im Kino kommt. Das war eigentlich schon immer so ein Weihnachtsevent, das man eigentlich als Kino durchziehen sollte. Ja. Vertane Chance, Kino. Genauso wie Buddy, der Weihnachtself. Den muss ich zu meiner Schande gestehen, habe ich noch nie gesehen. Was? Ich musste den, Was? Den habe ich Ah. für dieses Jahr habe ich den auf der Liste, dass wir den endlich mal anschauen, weil ich weiß nicht, warum der mein Leben lang an mir vorbeigegangen ist. Und er wird so oft immer als einer der besten Weihnachtsfilme und so gefeiert. Ist ja, glaube ich, auch vom John Favreau, glaube ich. Und der ist ja eigentlich ein begnadeter Regisseur, der, wenn was macht, dann ist das ja immer geil gewesen bisher. Ja. Also der ist echt super gut. Und deswegen möchte ich den unbedingt endlich mal singen. Und dieses Jahr ist es soweit. Du weißt, ich lüge ganz oft. Das weiß ich, ja. Ich bin der Flunkerbaron schlechthin, aber da muss ich sagen, da kann ich nicht lügen, weil der Film so toll ist. Flunkerbaron, Lügenbaron Mit von dem Will Ferrell, Corby. dann mit der netten Dame aus New Girl, die Jazz. Ich habe New Girl nicht angeschaut. Was ist eigentlich los mit dir? Ja, hallo. Muss ich jetzt wieder maulen. Friends nicht, Mein New Fri- Girl nicht. Friends will abhauen. Dabei in New Girl gibt es einen Charakter, der ist wie du. Der Winston. Winston? Der liebt all seine Katzen. Automatisch ist er wie ich, gerade weil er seine Katzen mag. Wow. Jeder, der Katzen liebt, ist jetzt nicht wie ich. Ja. Was, du magst Katzen? Krass, du bist wieder Kani. Ja. Geisteskrank. Merkst du den Horrorfilm, den ich draußen gepitcht habe, hier ein bisschen mit mir erarbeiten? Das Weil kann- vielleicht hört wieder irgendein Regisseur zu und dann haben wir gleich mal den passenden Menschen, der das dann Der uns umsetzt. das dann abkauft, praktisch, die Ja. Rechte an unserem Drehbuch. Ja. Ja, also es müsst kurz zur Hintergrundgeschichte. Ich habe links und rechts vor meinem Haus leere Baugründe und auf einem Baugrund steht seit Jahren Wohnwagenhänger. Und um den rum stehen da ein paar Bäumchen, Gestrüppchens. Und Also aber nicht irgendwie weit weg von dem, sondern die Das- Bäume wachsen um den herum. Genau. Und einer ist schon ganz schief und wächst praktisch wirklich in so Mulde eigentlich ja, rein. ja, und jetzt war unser Horrorfilm war Epse mit diesem Wohnwagen, dass man den dann vielleicht mehr Neugierde halber aufmacht und damit ein Tor öffnet. Genau, in die Hölle. Aha. Und dann hast in die Hölle, da sind sie ja falsch, klingeln sie mal bei dem Typen in der Mitte. Hab ich wieder alle am Knack. Na, aber es schaut echt so ein bisschen Blair Witch Project mäßig aus, nur halt nicht im Wald, sondern neben dem Kani, also es ist eigentlich nur gruselig. Ja, im Sommer ist richtig gruselig, weil dann die Wies also ho wächst, dass du den gerade noch halber zeigst. Der ist halt dann wirklich so wie bei Jurassic Boah, Park. lecker, jetzt stell mir vor, du stehst draußen und schaust da hin und dann siehst du, wie da praktisch die Tür langsam aufgeht und dann steht da Person. Du musst dann auch, wenn es einiges was ausschreien, nicht ins hohe Gras rennen. Ihr dürft nicht ins hohe Gras rennen. Nein. Da, wenn ich mal jemanden sehe und die Tür geht zu, dann kannst du davon ausgehen, dass ich der Ernten alles mit Benzin Schütt und Ott sind. Oder weg bist. Oder ich bin weg, ja. Eins von beiden wird definitiv passieren. Nimm mir jetzt eine scheiß Gitarre in die Hand, du fetter Ratz. Jetzt ist dein Fuß aber gefallen. Auf jeden Fall denke ich, das ist ein richtig guter Kurzfilm. Da Kani und ich, wir würden uns auch bereitstellen als Schauspieler. Ja, ich bin ein begnadeter Schauspieler. Ich habe nämlich schon sehr viele Krankmeldungen fake müssen. Wow.
Das ist wieder mal hervorragend für all deine zukünftigen Arbeitgeber. Sie wissen, ich hab's doch gewusst, auf was ich einlasst, sag ich dann gerade. Habt ihr das im Podcast nicht gehört, wo ich es gesagt habe? Was, Sie machen einen Podcast? Ah! Ja, du Schwachkopf. Er hat einen Arm verloren. Nein! Ist wie geil, dass die Steine da noch markiert haben mit Blink, als warten's golden. Ja, Blinky die Blink. Richtige Bling-Bling-Steine hier. Also kriegt's von uns auch echt vergoldete Lego-Steine dann. Eieiei. So, jetzt müssen wir hier obacht. So. Es ist ja Wahnsinn, wie viele Seiten das noch sind. Wir werden niemals fertig. Na, nur noch 100. Ah, wow. Nein, da müssen wir unseren glücklichen Gewinner schon ein bisschen was übrig lassen zum Bauen. Na. Außer der kann doch nicht nur die Augen aufkleben. Schau mal, wie lange wird jetzt das Video gerade gehen? 10 Minuten? 16 Stunden? Ich sehe gar nichts. Ja, nicht. Gut. Ich glaube auf alle Fälle, dass es nicht viele gibt, die diese Folge komplett durchhalten. Warum? Ja, dass du hier sitzt und, ja gut, sie schauen einen Held der Steine. Was tun der Held der Steine, wenn er Lego zusammenbaut? Die ganze Zeit, dass es so unterhaltend ist, dass du wirklich Live. Die machen das live. Genau das, was ich vorgeschlagen habe. Ich habe gesagt, machen wir einen Livestream. Na, Ach so, was ist, wenn sie während des Bauens verletzt? Ja, das kannst du nicht sagen, Alter. Wir haben vielleicht Leute, die kein Blödsinn kennen. Aber das wäre jetzt ideal für so einen Livestream. Ja, aber wo ist denn der Unterschied zu einfach so schauen? Die können halt nebenbei irgendwas anderes machen, onanieren, Kennen sie bei dem Video auch? braten. Wenn sie unsere Videos anschauen, dann wird er sowieso in der Regel onaniert. Achso. Als ob man sich eine Folge von uns anschauen kann, ohne zu onanieren. So, setz den Hut auf. Gerade wenn du jetzt irgendwas verlierst, werden die den Hut auf wieder. Bitte. Bitte. Sie sehen. Geh sofort her. Jetzt steht der Gitarrenratz. Der ist cool. Der ist schon cool. Aber schön, was da wieder übrig bleiben sind Teile. Vor allem, da ist so ein Rundteil dabei, das übrig bleibt, das habe ich überhaupt nicht braucht. Warum ist das überhaupt drinnen? Oder du hast irgendeinen Bauabschnitt. Das kann natürlich Nicht. auch sein. So. Mei, da such das nächste, weil Weil ich raste aus. ich raste echt aus. Wieso rastest du wieder aus? Du baust ja eh schon das letzte Manschgel von denen. Ja. So, schau her, kriegst du mit das da wieder zurück. Ich weiß gar nicht, wo du warst, wurscht. Tüte 5, Tüte 5, 5, 5, 5, 5, 8. So, jetzt geh aber erst einmal kurz der Überraschung holen. Warum jetzt schon? Weil du dir jetzt halt hol. Ah. Ah. Eine Stunde 46. Erst. Oh, fuck. Ja, es ist einfach immer ein Traum, wenn er sich irgendwo haut. Das Schöne ist, ihr könnt es noch weiterhin hören, obwohl er in einem anderen Raum ist, weil er hier wieder diese coolen Steckmikros hat von unserer 300. Folge. Stell dir vor, ich war jetzt noch aufs Klo gegangen, aber ich vergiss nicht. Ja. Also, wenn jetzt das Ding schon eine Stunde 45 dauert, dann darf ich sagen, Okay, es sind Booster. schau her, du kriegst von mir frohe Weihnachten schon Dankeschön, das ist so natürlich lieb. jetzt nicht vorträglich, aber haben wir gedacht, die macht eine kleine Freude, selber verpackt. Also, das muss ich jetzt schon mal in die Kamera halten, weil so eine grandiose Verpackung sieht man selten hier. Glitzer, aber es ist zauberhaft, das Ding. Ja. So, und jetzt mache ich das hier auf. Also, Jetzt vorsichtig. Fio schaut auch schon gespannt. Was dann öffnen überhaupt die? Du schmeißt mal den Müll schon wieder am Boden. Oh, jetzt kannst du Godzilla vs. Godzilla Card Game. jetzt kannst du die nächste Reihe anfangen. Okay. Mach da gleich noch auf hier. Ja, schon.
Sind sie hochwertig, meinst du? Ich sehe bis jetzt. Okay. Was ist hinten, was ist vorn? Ich weiß nicht. Ich hoffe mal, dass die Nummern nicht vorn sind. Okay. Also. Welche Kamera? Die da, oder was? Ja, die andere. Die? Ja, genau. Okay. So. Auch nicht an die schon nicht. Warte mal, wie machst denn du das immer? So. So. Einfach hier halten. Wow. Woo! Godzilla. Was meinst du eigentlich, was der Stiefel da kann, was da drinnen ist? Ich hab den vom Bäcker mitgenommen. Brich mir jetzt ein Stück oben. Das ist halt einfach immer Godzilla. Aber klar, das macht ja Sinn. Baby Godzilla! Yeah! Und, was ist das? Boah, Poster. Das ist ja geil. Sag mal's. Nein. Hä? Boah, die glitzert ja sogar. Geil, Wow. haben wir schon Schiller nicht dabei, oder? Titanosaurus. Und Motra-Larven. Da. Man wird schon mal anschauen, was du da gekriegt hast. Oh, Baby Godzilla! Oh, die ist echt voll die Holo-Karten. Also schon mal vielen, vielen Dank. Ja, Das ist bitteschön. sehr freundlich von dir. Jetzt finde ich es doch traurig, dass ich bei Müller nichts für die gefunden habe. Schaust du jetzt einfach. Ja. Die sind eigentlich echt ziemlich cool. Jetzt bereust du, dass du es mir geschenkt hast. Dass ich mir selber gar nicht gekauft habe. Aber Ja. ich hab mir gedacht, ich kann nicht wieder eine Reihe anfangen. Dann haben wir gedacht, wer kann sich das leisten? Der Corby. Und jetzt muss der Olli kaufen. Was ist Nein. Nein. Falle! Ich habe ja schon Baby Godzilla. Dann habe ich ja eh alles, was ich wollte. Du musst die Reihe jetzt zusammen. Du fangst an. Deswegen habe ich es dir geschenkt, das war nicht aus Nächstenliebe. Und wie viel? Ja, danke. Und wie viel hast du von da? Was hast du vorhin irgendwas mit Flaschenöffner gesagt? Ich habe jetzt schon aufgemacht. Achso, mit die Zähne. Nein, mit der Schere. Chiré. Mit der Cherie. Mit der Shireen David. Wie viel fehlen dir denn nur bei dem Final Fantasy? Boah, keine Ahnung, ich habe es noch nicht durchgezählt. Die sind noch nicht einsortiert. auch. Da brauche ich auch noch Final Fantasy Mappen. Die sind leider nicht einsortiert. Aber aktuell finde ich nirgends mehr die Booster für die Final Fantasy Magic Karten. Ja, Dafür jetzt, habe ich jetzt schon die von Avatar gesehen ja. Die habe ich halt auch schon gesehen. und die von Spider-Man. Ja. Die taten mich schon aussticken, aber ich dachte, nein, ich fange jetzt nicht die nächste Collection an. Ich möchte jetzt eigentlich nur die Final Fantasy Teile machen. Und maximal, wo es mich wahrscheinlich an die Eier haben, ist, wenn diese Sony Collab rauskommt mit die ganzen Spiele-Cover-Ding da. Da sehe ich mich leider schon die Booster kaufen, weil das schon geil ist. Also ich finde es ja super, dass bei einer dieses System einfach aufgeht, dass die genau dich als Zielgruppe voll erwischen. Ja, volle Socke, da haben sie richtig an die Eier. Aber ich bin froh, dass ich nicht süchtig werde, wie du vorher schon gemeint hast, Ja. sondern dass ich eigentlich immer nur so 2, 3 Booster kaufe und die dann halt auch nur immer im Stream aufmache. Ja. Also es ist Gott sei Dank bisher einigermaßen finanzierbar. Da wir ja immer sehr nette Leute haben, die großzügig spenden, Ja. ist eigentlich mindestens ein Booster oder 2 pro Stream schon wieder refinanziert. Refinanziert. Und in der Regel mache ich ja, wenn ich wieder Magic-Karten finde, mache ich ja 3 Booster auf und wenn sie pro Folge 2 zahlen. Schnauzer. Schnauzer. Dann ist alles gut. Ja. Dann bin ich zufrieden. Hätte man eigentlich noch, ich hätte ein Kostüm da gehabt für die Miezen, mit einem Christbaum-Kostüm. Aber ich glaube, sie war nicht so amused, wenn ich jetzt da. Ich glaube auch nicht. Jetzt du mal bitte wieder was. Alter, wie lange möchtest du noch aufnehmen? Ja, jetzt kommt das Haus, können wir Schutz zumindest noch zusammenbauen. Das wird die längste Schweinefolge, die wir bisher gemacht haben. Ach, Ah, Schmarren. Ja. da bei den Scheiß. Das sind 3 Tüten, die 5er. Unfassbar. Unfassbar. Aber das schaut eh schon so aus, als wenn du da genau, du baust jetzt dann nämlich den Hintergrund vom Haus. Ja, Ja, das geht eh schnell. ja, sagst du. Zweimal mit den Haken schlagen und schon sind wir so. Ach ja, apropos, Zweimal auf deinen Haken ich hab schlagen. mir Wicked angeschaut. Welchen Teil? Ja, den ersten. Und? Ich fand den überhaupt nicht gut. Echt nicht? Ich war positiv überrascht. Ich habe aber auch überhaupt nichts erwartet, aber ich fand den eigentlich ganz cool. Also die Lieder, die haben Muss- mich muss- jetzt nicht so. Das Hast du auf Deutsch oder auf Englisch gesehen? Auf Deutsch. Okay. Ja, und ich weiß nicht, die Geschichte und so,
Mit der Welt. Ich finde gerade die Blonde praktisch, da die Schauspielerin, die ja Sängerin ist, oder? In Wirklichkeit, in Real Life. Ariane Grande, Kann sein, Grace, ich hab die nicht kennt. Graudet, Grani. Ah, die schaut so krass aus, als hätten sie die Haut über den Kopf mit Gewalt gespannt. No shaming, was du sehst. Ich brauche diese Seite 60, bitte. Mann, ich hab Seite 60 nicht. Doch, Doch, hab ich schon. du hast es mal gerade weggenommen. Ja, wenn die Zeit nicht zusammenbicken. Was ist denn das? 2, 4, 6, 8. Okay, wird schon passen. Ja, und was hat dir entwickelt jetzt gefallen? Wie gesagt, ich fand Also- den einfach irgendwie nett. Also, der war aber jetzt warum? nicht. Weil das irgendwie, für mich hat er einfach irgendwie passt. Das war jetzt nicht voll so, Wallach, sondern einfach, ja, cool, passt. Mehr da war es eigentlich nicht. Ich fand die Lidl an sich auch nicht so schlecht. Die haben auch zu dem ganzen Gesamtkonzept passt. Also, Ja, mir hat's wir irgendwie. müssen jetzt nicht im Kino sehen, glaube ich, den zweiten Teil. Ich fand ihn als lang. Ja, wie lange hat der gedauert? Über 2 Stunden, oder? 2,5 Stunden, ja. Ain't nobody got time for this. Ja. Aber ich weiß nicht, vielleicht war das ja einfach nicht so mein Tag. Also, Ja, und es waren noch Frauen in der Hauptrolle, das magst du eh nicht. doch, Kommt einer dazu. Nein, magst du nicht. Du hast Frauen. nein. Doch, du bist nicht umsonst unser Sexist. Das, du machst immer nur jeden dazu. Das kann ich make me do it. Ja. Ich habe Frauen früher so geliebt und jetzt seht mich an, seht mich an. Eieiei, Corby. Kann auch nichts dafür, wenn du so beeinflussbar bist. Wenn ich dann wieder irgendwo bin und dann nur böse Blicke kassiere. Ja, schon. Ja. Aha, du hast uns also. Andere Typen gehen auf mich zu, geben mir High Five. Woo! Es lauter so Incel-Penner geben und dann. Übrigens, wir haben eine Telegram-Gruppen, wenn es war, Corby. Weißt du auch schon AfD dann jetzt? Ah, Ja, wie geht denn das da ein? Dinge, die man beim Lego bauen und im Schlafzimmer sagt. ja. Ich brauche einen Hammer. Ja. Alter, wie geht denn das da ein? Taco! Es geht nicht, du zwickst zusammen. Ach ja. Sexualverkehr. Dann haben wir das hier. Irgendwas stimmt hier nicht. Dann haben wir das hier. Wärst du gern mal in Japan? Oh, 100 Pro, aber sowas von. Das war schon mal ein Träumchen, dass ich da mal noch rüberkomme. Wie darfst du Aber- das finden, wenn wir das über Viva la Movilusion machen mit einem Kamerateam und die uns dann praktisch dabei filmen, wie wir Japan erkunden? Ja, es war super. Dann kriegen wir halt ein Landesverbot, aber Warum? ja. Du lachst dir jetzt schon wieder kaputt über meine genialen Ideen, Nein, lach mich nicht kaputt. Ich sag nur, dass wir wahrscheinlich Einreiseverbot kriegen noch. aber ich stelle mir das richtig toll vor. Ja, organisieren wir uns. Ich muss ja sowieso mal hin, weil ich A in das Nintendo-Museum mich Ah, und B ins Nintendo Land mich ah. und C überall hin mich, was es da einfach gibt. Was baue ich denn? Aber Japan, man hat doch jetzt auch irgendwie die Tarife oder so, oder? Für die ganzen Touristen so in Tee drin. Echt? Ja, irgendwas haben die da gesagt, manche, weil die ist, glaube ich, jetzt stark zugegangen. Okay. Da glaube ich jetzt überall, wenn du irgendwo hinfahren möchtest, dann möchtest du das ganze Graf wieder anschauen, dann blechst du ordentlich. Ich brauche sowieso Cool. 48 Koffer für den ganzen Nerd-Scheiß, den ich mir mitnehmen würde. Wir müssen erst einmal noch 100 Jahre sparen. Ich glaube, dass du da, ja gut, doch, bei dir ist es so, aber bei mir war es eher so Overload. Also ich darf so viel singen, dass ich mich gar nicht entscheiden kann. Ja, wahrscheinlich wird es am Ende dann so, oh, ich weiß überhaupt nicht, was ich kaufen soll. Ja. Dann kaufen wir die gleichen Booster wie hier. Habt ihr das auf Deutsch? Was ist denn das für ein Kritzel-Kratzel? Das versteht ja keine Sau. Und die verstehen ja kein Englisch, gell? Weiß nicht, wie verbreitet das Ding in Englisch dann ist. Das habe ich jetzt schon ganz oft gehört, dass eigentlich überhaupt keinen Unterschied macht, ob du Englisch oder Deutsch sprichst, weil sie verstehen beides gleich schlecht. Okay. Weiß nicht mengen oder wie? Ich weiß nicht, die lernen das anscheinend nicht so Sind sie- richtig. Sind so wie Franzosen, da hast du auch aber die mengen nicht. Ja.
Wenn's leise sagen, dann muss stimmen. Also. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Der C'est bon. kriegt also kein Instrument. Den stellen wir da jetzt einfach nur so hin. Ist der Leadsänger. Dirigent, oder? Oder ein Stecker. Na? Ja, hätte eigentlich schon, oder? Na? Der kriegt schon noch einen. Na? Gib ihm jetzt einen Stecker. Aber Ja, da ist die Seite noch. das ist ja ungewöhnlich. Ich flippe aus, wenn der keinen Stecker nicht hat. Feliz Navidad. Feliz Navidad. E comprendo felicidad. Was? Weiß ich ja nicht. Das ist auch eine geile Markierung da. Bitte gescheit zusammenstecken. Ja, schon. Das muss schon einmal gesagt werden. Es müsst beim Lego bauen die Sachen schon gescheit zusammenstecken. Ich habe es jetzt so gut ausgeschnitten, dass einfach alle Seiten von selber rausfliegen, wenn wir umblättern. Und 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Aber Die sind noch. so lang, wie die Folge doch jetzt gerade ist, war doch letztes Jahr auch die andere Weihnachtsfolge, oder? Boah, keine Ahnung, wie lange das die jetzt so dauert. Oder? Die Ja, hat gut, da aber, auch 1,5 Stunden dauert. ja, aber wir sind jetzt schon bei fast 2, glaube ich. Jo, schwör. Quatschkopf. Ach, Quatschkopf. Ach, Schnickschnack. Schnickschnack muss ich sagen, das ist einmal gut. Blibidi blib. Ja, schau, ich hab da oben mein Glas Wasser hingestellt, schon. Also, Fia trinkt gerade aus dem Glas Wasser, das der Kani da hingestellt hat. Ja, das eigentlich mir gehört. Aber Gott sei Dank habe ich es noch gesehen. Ich möchte nämlich nicht wissen, wie oft das ich mir mit meiner Katze schon ein Glas Wasser teilt habe. 4, 5, 6. Katzen sind doch was Zauberhaftes, oder? Ja, Hüpfen überall hin, scheißen überall hin. Weißt du, also gibt es eigentlich sowas wie Hundeschule auch für Katzen? nein, nicht, also nicht, dass ich wüsste. Dass du da hingeh? Nein. Warum nicht? Ja, was soll ich denn ja nicht lernen? Ich weiß nicht, vielleicht machst du irgendwas fundamental falsch. Nein, ich sind ja brav beide. Darum geht's ja nicht. Da haben keine Menschen was. Es geht ja darum, ob du irgendwas falsch machst. Ich? Nein. Ja. Ich bin ein begnadeter Katzen. Was soll denn das da für Instrument sein? Das ist der Gehstock. So. Und Dann. Ich habe fertig. 4, 5, 6, 7 und 8. Dann kannst du dabei schnell da diese Teile sortieren. Und was du machen kannst, her, du kannst jetzt hier schnell mal in diese Fensterteile in die Fenster einteilen. Okay. Da gibt es anscheinend 6 Stück. 1. Da, nimm das und mach das. Das ist falsch! Okay. Nein, ist nicht. So. Sogar mit Fenster. Das ist schon eigentlich ein richtig schönes Dekostück dann, wenn es fertig ist, gell? Jetzt überlegt er, ob er es nicht doch heute. Aber dann, leider haben wir keinen Gewinner, weil so keiner mitgemacht. Hey, ich hab dir doch ein Beutel geschickt. Blockiert. Gelöscht. Genau. Schreib uns nie wieder. Catweasel, bitte nicht auf dem Ding aufgehen. Das war nett, danke. Jetzt beißt er ins Kabel. Ja, wahrscheinlich. Nein, das hat noch nie ein KBR wissen. Okay. Nur nie nicht. Noch nie nicht. Hoffen wir mal, dass er so bleibt, dass er nicht in KBR beißt. Schau hier. Diese Symbiose. Das ist echt Wahnsinn. Wir sollten nur noch alles miteinander bauen. Ja. Ein Haus oder so. Na, bitte nicht. Warum nicht? Bau das Haus mit mir. Warum habt ihr in der Mitte aufgehört? Warum ist denn da ein Loch? Ja, das gehört doch halt so, du Arschloch. So, schau her, jetzt brauche ich die Fensterbögen. Die da? Ja, der 4, 3. Und dann kannst du einfach weiter sortieren. Und den habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Was dann? Ein Mann, wo ist mein Auto? Oh, lecker. Das stimmt ja noch. Das ist ja was weiß ich, 100.000 Jahre her.
100.000 Years. Was hast du auf deinem Rücken? Dude. Sweet. Gott. Ach Gott. Track! Hast du eigentlich schon angefangen, dass du Weihnachtsfilme anschaust, dass du in Stimmung kommst? Ja, ich habe ein Ticket für 2 erst vor kurzem gesehen. Da habe ich mir die Glücksritter angeschaut. Den habe ich tatsächlich noch nie gesehen gehabt. Ja, aber ich habe angefickt wegen einem Elfen. Und muss sagen, jetzt verstehe ich eure Andeutungen, warum wie ist die Schauspielerin, Ich weiß nicht. die aber Freaky Friday mitgespielt hat? Lindsay Lohan. Na, die andere. Jamie Lee Curtis. Ja, genau. Warum da immer so viele Leute Anspielungen auf sie machen in dem Film, dass sie da so scharf ausschaut. Ich hab's verstanden. Okay. Du weißt nicht, von was ich rede, oder? Nein, weil ich Glücksritter als kleiner Bub mal gesehen habe und seitdem nicht mehr. Ja, es ist eigentlich nichts für Kinder. Okay. Warum sorgt sie für Glücksgefühle in Hose oder wie in dem Film? Also, sie erfüllt auf jeden Fall eins der Ts. Oh? Das schau her. Hat die gute Frau mal blank gezogen. Hat die zieht blank ihren Brust. Ja. Und ich muss sagen, ich habe mir nämlich die eine Doku da auf Netflix angeschaut, Being Eddie, Being Eddie? über Eddie Murphy. Ah. Das ist jetzt die über einen P. Diddy reingekommen auf Netflix. Okay. Dass der Eddie Murphy eigentlich schon echt eine coole Karriere hinter sich hat. Ich weiß gar nicht. Beverly Hills Cop, Ich bin nicht so der Fan von Eddie Murphy. Ich mag eigentlich. Ja, weil du keine Schwarzen magst, die Flasche. ich bin nicht der Mike, hallo. Ich mag diese Synchronstimme nicht. Warum? Weil die so hoch ist? Ja, die nervt mich. Die geht eigentlich, ich finde eigentlich nur gut, wenn es der Esel vor Schreck ist. Okay. Ansonsten muss ich sagen, tut mir die eher Nerven tun. So, Hallo. ich habe das jetzt sortiert. So Das gut hast du- ich konnte. Das hast du sehr schön Ich will was gemacht. bauen. Ja, Gib mir von hinten. Komm, Ja, gib's kannst du mir schon mal von hinten geben. Ja, war witzig. Gib mir mal die Minifiguren. gleich, warte schnell, lass mich da noch schnell Zaunstecker finden. Tschub, 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 tschub. Oscar, nein. Ist der Oscar jetzt auch da? Ja. Lass mich hier. Ja, mal Jacken beißen. Ja, lass mich reinbeißen in den Schweinsjagd. Hier ist dann ein Dominostein. Was hast du mit dem Stiefel da gemacht? 2, 3, 4, 5, 6. Ja, mal auseinanderbrochen, weil ich wissen wollte, ob da Füllung drin ist, aber das ist wirklich nur bloß ein trockener Schweinsteig mit, Ja, hast du da abbissen. also, nein, das habe ich auch abgerissen, Zipfel. Don't be such a penis. Ich esse jetzt die restlichen Dominosteine, bis ich wieder arbeiten darf. Baust da ein, Alter. Ah. Fang von hinten an. Ich hab doch da, ich glaube, ich habe jetzt sowieso überbladelt. Something is wrong hier. Aha. Da, schau her, jetzt such da aus, was du möchtest. Lass mich in Ruhe mit dem Scheiß. Yes. Geh scheißen, du Wappler. Ich kann das Dach schon mal zusammenbauen. Was du es kannst. Sei doch mal nett. Nein, ich war gerade nicht, ich hab da Weihnachtsgeschenk gegeben. Ich war grad nicht. Achso, du gibst nur Geschenke, damit die Leute die endlich wieder in Ruhe. Ja. Jetzt haltet wieder eure Schnauze. 2, 4, was für 2, 4, 5. 2, 4. 6? Kann ich 6? Da gibt's echt Steine mit 5. Hat's das bei Lego auch gegeben. Die sind doch immer 2, 4, 6, wenn dann. Ich hab keine Ahnung. Ich kenn mich nicht mehr aus. Baby, ich will heute nicht mit dir schlafen. Warum Ich nicht? will heute nicht mit dir ins Bett, Warum? weil Du bist So mir zu geil. fett. Hä? Was ist denn das für eine Packung, die du gerade hast? Ich hab die 5er. Ach so. Ach so, aber der. Gib 6. 6 ist hier. Ah. Aha, aha. Schere, 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 Schere. Danke. Lesbenporno. Schere, Schere.
Oh Gott, das ist, artet ja noch direkt hier in Arbeit aus. Das gibt's ja nicht. Ah, dann hast du eigentlich nur 2 Filme für die Weihnachtsstimmung angeschaut, habe ich das richtig gehört? Ja, was heißt nur? Es ist ja erst Nikolaus. Weißt du? Und schöne Bescherung möchte ich mal angucken. Dann habe ich doch neulich auch wieder über irgendeinen Weihnachtsfilm geredet. The Holdovers habe ich mal angeschaut. Ja, du hast gesagt, das wird jetzt so ein Weihnachtsfilm für dich. Ja, der ist aber auch toll. Den kann ich auch sehr empfehlen. Ich habe jetzt so bei die Prime-Deals für 1 Euro, die sind jetzt wieder über das Wochenende, war jetzt Life of Chuck dabei. Da bin ich Ah, okay. da bin Der ich wird jetzt dir schon- nicht gefallen. Jo, ich glaube schon. Na, Jo. Da bin ich jetzt schon neugierig auf die. ich glaube, dass du den nämlich nicht verstehst. ich hau die ein. Ach, was haben wir gelacht? Ja. Ich schlafe ein. Ich schläfe dir ein. So, hier 6, 8, 10. Passt. Oh, kannst du weit sein. Und dann 6 mal 8. 6 mal 8 ist 94. Hast du vor dem Heltersteine dann schon mal so einen Stream hochgeschaut? Ja. Macht er dann irgendwelche unterhaltenden Sachen in der Zeit? Oder Du ist er unterhältst genauso- dich mit der Community per Chat, via Chat. Ah, Und dann Hundling, sagt er immer wieder, wie kacke Lego ist und dann beschreibt er das praktisch, dieses Aufbaugefühl. So, das war ja jetzt gerade crazy und das war ja toll und was crazy hier war. die Steine, wie die riechen und so, wie sie anfühlen und wie das Erlebnis halt dann dabei ist. Und Was ist mit ihm? ja, so ist es. So und nicht anders. Achso, also schon empfehlenswert, dass man den Streamer mal anschaut. Oder wie? Nee. Okay. Dann spare ich es mal, weil ich habe mir schon öfter mal gedacht, ich schaue mal bei dem in so einem Stream zu, weil es mich einfach interessiert, was man da tut, wenn Ja. man, ob da irgendwas passiert. Oder Ja, aber du hast Angst davor, oder wie? Ja, ich habe nicht gewusst, ob ich mir Zeit für das opfern mich. Okay. Aber so wie du das jetzt verzeihst, will ich das nicht. Na, da die nicht. Das lohnt sich nicht. Okay. Apropos Zeitopfern. Freust du dich schon auf Stromberg, der Film 2? Ja, voll. Echt? Ja, Hugo. Ich habe ja erst das Jahr die ganze Serie hier angeschaut. Weil, also ich feiere das auch. Ich freue mich da richtig drauf. Ich bin aber auch bekennender Stromberg-Fan und bei dir weiß ich es immer manchmal Deswegen nicht, ob hast das, du eigentlich, einen März gewählt, oder? ob das eigentlich dein Humor ist. Ja. Ja. Da bin ich schon dabei. Da bin ich schon dabei bei dem Teufel. Ja, dann kann man ja da gemeinsam ins Kino gehen. Das könnten wir machen. Aber du gehst ja in der Regel ohne uns. wer ist jetzt uns, wenn ich gerade von dir rede? Alle vom Podcast, du hast uns ja alle. Also ich glaube, dass der Mike nicht mit in Stromberg der Film gehen wird. Ja, wir sagen uns ja einfach nicht, was wir anschauen. Ach so. Stimmt, der hinterfragt es ja nie. Nein, wir verzeihen mir mal, wo irgendeine Horrorkassette läuft. Nein, ich mag den Mike zu sehr, als dass man ihn da reinlegen. Ich mir hätte Ich schon- finde ihn in Ordnung. Ich mag einen Mike schon mehr reinlegen. Boah, krass. Stromberg, aber der läuft da jetzt auch schon, oder? Ja, ich glaube, der ist die Woche angelaufen, stimmt. Bin ich mal gespannt, ob das noch so hinhaut wie seinerzeit. Ja. Vor allem, ob alle dabei sind. Ja, da bin ich auch schon neugierig. Vor allem, wie sie jetzt ausschauen, weil ich habe alle schon lange nicht mehr gesehen, aus so einem, wie ist der Björne-Mädel. Ja. Den sagt man ja immer wieder mal. Da weiß man, wie der ausschaut, aber die anderen habe ich alle seitdem nie wieder irgendwie zu Gesicht bekommen. Hat nicht der Nook irgendwie bei Bully oder so mitgespielt? Wer ist noch Nook? Der Ulf. Nein, ich glaube, du verwechselst ihn mit dem Rick Avanian. Der hat aber in Shoot is Money 2 damals auch mitgespielt. Das weiß ich gar nicht mehr, das ist jetzt lang her. Da war er einer von den Schergen. Ja, jetzt, was du sagst, das kann es sein. Was war das da für eine Farbe? Ist das die gleiche Farbe? Nein, ich glaube nicht. Was sind sonst noch bei den 99 Cent Deals dabei? Ich spekuliere gerade, ich habe nämlich gestern ein paar ausgeliehen. Einer ist ganz komisch, da ist einer dabei, der heißt Spermageddon. Ist ein Animationsfilm
Und glaube ich sogar ab 6 freigeben, wenn ich die Freigabe die da war. Also da war ja kurz davor, dass ich sag, ich leih mir aus, einfach nur, weil ich wissen möchte, was soll ich das? Aber ich hab's dann doch nicht da. Okay. Der neue Jurassic World ist drinnen. Gute Scheiben? Und gute Scheiben, ja, ich hab den schon mengen. Der neue Hellboy ist drin, der The Crooked Man. Habe ich schon gesehen. Den hab ich noch nicht gesehen, deswegen ich erwarte nichts. Na, ja, der ist ganz nett. Okay. Ist ganz nett. Ja, schlimmer als der Vorgänger kann es eigentlich nicht werden. Na. Haben es keine Szenen einfach doppelt und dreifach eingebaut. Macht mich heute noch wütend. Den habe ich ausgeliehen, was habe ich nur ausgeliehen? Dann den Drachenzähmen leicht gemacht, die Realverfilmung. Aha, den hast du auch ausgeliehen. Warum? Also, weil ich die Animationsfilme schon gern mag. Okay. Da Du weißt aber, dass das genau die gleiche Story ist, oder? ja, aber da geht es eher darum, dass ich das anschauen mag, wie das halt einfach echt ausschaut und die Effekte haben vom Trailer her eigentlich ziemlich gut ausgeschaut. Also sind wir wieder bei von jedem Träger Muster. Ja, genau. Also, bin einfach mal gespannt, wie das umgesetzt ist. Okay. Das waren jetzt 3 Filme, die ich aufgezählt habe, die ich ausgeliehen habe. Was habe ich denn noch ausgeliehen? Was war denn da noch? Der Warfare ist drin. Und dann habe ich mich furchtbar aufgeregt, weil nachdem ich ihn ausgeliehen habe, habe ich noch kurz auf Wow was geschaut und habe gesehen, dass auf Wow drin, gratis drin ist. Ich muss mal schauen, ob man das zurückgeben kann. Wie stehst du eigentlich dazu, Pornofilme zu bezahlen? Ja, jetzt soll ich für groß draußen, dass du in deinem Garten wächst. Also, Also, dir ist aber was schon sagen? bewusst, dass da Menschen dahinter sind, die das Ganze ja produzieren und die das eigentlich nicht umsonst machen. Ja, aber die. Wie kriegen die sonst Geld? Ich rede davon, das Zeug, was auf offizielle Kanäle hochgeladen ist. Das ist ja dann in der Regel nicht gestohlen. Ja, ich rede aber schon von. Da haben wir dann gerade so 10 Minuten Schnipsel drinnen und dann ich meine du. jetzt nicht diese Amateurscheiße, sondern. Nein, ich da mein, gibt es ja auch von so Onlyfans zum Beispiel oder selbst oder manchmal Bracers. Ja. Habe ich gehört, gelesen, kenne ich selber alles ja, nicht. ja, Die dann Ausschnitte, so 10, 15 Minuten ja. Dinger hochladen. Und die reichen dir. Ja, die brauchen die nicht zum Wedeln. Ja, möchtest du nicht wissen, wie die Geschichte ausgeht? Jetzt lese ich da nur wieder nach und frage dann ChatGPT. Im Wikipedia-Eintrag dahinter lesen. ChatGPT, wie ging die Geschichte vom Rosettenkasper aus? Hatte die Frau noch bekommen? Aber jetzt so viel Blödsinn, aber nicht für das. Okay. Du schon, oder was? Also ich hast du da habe gehört, dass man da schon ab und zu mal jemanden unterstützt, der da besonders Bedürftig ist. besonders jemanden vom Typ her gefällt. Ja, Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon definitiv Pornos da Favorites. ja, na klar, das Favorite, die kriegst du also. Hä? Die kriegst du auch umsonst. Ja, aber trotzdem, da denke ich mir halt dann bei manchen, ja, die haben es eigentlich schon verdient, dass sie auch Geld dafür kriegen. Ja, klar haben sie es verdient, aber nicht meins. So, bitte, alles Geld dieser Welt soll es haben, aber außer meins. Dort kriegen wir uns, Mädels. Dort kriegen wir uns, gell? Unterstützt es gerne, indem sie ein Like kriegen. Ja, Like, lass ich mir eingehen, vielleicht einmal einen Kommentar auf Instagram. Echt? Na, Wäre das peinlich? Das ist, also das ist dir dann zu peinlich. Du Ach so. redest über jeglichen Scheiß sonst im Internet, aber hier mit einem Pornostar in Verbindung gebracht zu werden achso, na. oder dem möglicherweise sogar Geld beizusteuern für deren Kunst, die machen. Na, also nicht aus Peinlichkeit kriegen die kein Geld, sondern aus Ruchhaftigkeit. Diese ganzen Teile übrigens, die brauchst du dann nur fürs Dach. Ja, genau. Soll ich Neues bauen? Ja, das Dach. Machen wir was. Hau ab, jetzt Da, das ich ganze habe da Scheiß die Platte fürs Dach auch schon gebaut. Aha, ich hau da die Platten gleich um. Also wir bauen jetzt, das ist eigentlich das Richtige, wir bauen jetzt doch das ganze Ding zusammen einfach. Also, viel haben wir nicht mehr. Das wird eine ultimativ lange Weihnachtsfolge. Ja, Wer das durchholt, Respekt. du bist unser, Oh na, schau dir mal Unser diese ganzen Bro. kleinen Scheißteile unser an. Bro. Oh, leck. Sind das die kleinen Menschkerl jetzt noch, oder? Nein, es ist das Dach. Warum tust du denn das? Wir hätten jetzt einfach aufhören können. Wir hätten einfach sagen können, das war's für heute. Das war's für heute. Wir heben uns das Teil auf fürs nächste Jahr, machen wir es da fertig. Ach, das Aber sind wir nee. jetzt durch. Na, das durchziehen ist ja.
Ohne Pinkelpause, weißt du? Du kannst dir pinkeln gehen? Ja, mit einem Headset. Da, Dominostein meiner. Ah. Oh, danke. Haha, schon, ja, aber noch einen. Gut, ich höre nur auf. Aber ich hab noch, da ist noch ein Backerl da, gell? Da ist noch ein Päckchen da, da kannst du noch richtig einschnabulieren, wenn sie ist. Was sind dann deine Favorite Pornos? Ach, ich hab da eigentlich keine Favorites, es ist so ein bisschen durchskippen und dann sagen, ja, das passt jetzt nicht. In die Finger spucken, um einen richtig guten Kommentar abzugeben. Ja, dann kannst du keinen Trockenstart hinlegen, was du ich. Dann hier schnell mal Casala. Da gibt's keinen Favorite. Aber wenn ich schon gern mag, wenn ich da jemanden benennen muss, dann muss ich sagen, ich finde Fiona Fuchs ganz cool. Ach, du bist da deutsch Die unterwegs. ist ja, Okay. die ist nämlich auf Instagram, wenn du der folgst, dieser ultra sympathische, ganz so witzige Nudel. Die ist cool. Okay. Die mag ich. Die Das ist die uns ständig ignoriert. ja, genau. Immer wenn ihr schreibt, hey. Hey, musst die gerade an dich denken. Ja, genau. Scheiße, haben wir eine Zuckerstange auch noch gebaut. Und was hast du für Favorites? Ich glaube, du hast wahrscheinlich so Midget Interracial Porns. So richtigen Assi-Scheiß Midget Interracial ancoden. Ja, die haben alle keine Namen. Nein, ich mag Riley Reid tatsächlich ziemlich gern. Okay, nicht. Noch nie gehört. Aber die hast du bestimmt schon mal gesehen. Die hat einen Freund lassen, oder? Ja, doch, das ist eigentlich schon so mitunter eine meiner Favoriten. Achso, eine Szene-Tricksau bist du. Weil die immer sehr sympathisch wirkt. Und die ist einmal gut drauf. Und das finde ich cool. Das ist schön, wenn die Leute nicht sind einfach. Schon, oder? Ja. Stell dir mal vor, die bumsen da und ziehen eine Fresse. Ja, aber echt, scheiße, das ist saublöd. Ja. Gut, dann kriegst du, gibst du Umdrehung und grinst schon wieder. Nicht? Ich bin da nicht so im Game drin, ich weiß nicht, wie das geht. Frage mich dann nicht so eine Du Sachen. plapperst einfach so vor die hin, gell? Ja, ich bin jetzt einfach da, ich bin jetzt da auch gerade im Bautunnel. Käme sowieso überhaupt nicht mehr aus, was eigentlich passiert. Ah, ich hab mich verletzt. Nein, Arbeitsunfall müssen wir echt noch in Notaufnahme jetzt mit ihm. Jetzt kannst du mir nachschauen, wie spät es ist. Ich habe nämlich große Töne gespuckt und habe gesagt, ja, ich bin bis um 18:30 Uhr wieder daheim. 18:30 Uhr, das kannst du knicken. Das wird schwierig, Das aber aber- wir geben Gas. Wir geben richtig Gas. Also ich zumindest. Ich bin schon hier mit flinken Finger unterwegs. Der Corby macht eher so den orientalischen Schlendrian. Aber das kennt man ja. Aber bitte auch nicht schimpfen, weil ich sage orientalischer Schlendrian. Ich zitiere hier nur Hammer-Filme. Wen? Hammer. Das war irgendein Mumienfilm. Okay. Da kannst du, jetzt ist ja Schluss mit dem orientalischen Hä? Schlendrian. Kriegst du gleich wieder. Braucht doch jetzt hier die Decke. Die Karte von der Decke. Du bist jetzt bei Backerl 7, oder? Ja. Oh Gott, es sind so viele Seiten noch. Aha. Was machst du denn? Ja, so wann 7 losgeht, damit die dann diese Seiten. Einfach alles dann davor. Da, Ja, okay, das wow. da. Ich hätte eigentlich überhaupt nicht bladeln müssen. Ja, eben. Aber ist das. Ja, das habe ich für die schon zusammengebaut. Du bist so ein Schatz. Ja, ich sag doch. Oh, das ist viel schwer. Also, wer das gewinnt, das ist wirklich hochwertig, was er da gewinnt. Und es ist unser Schweiß und Speichel und später vielleicht auch noch Samen dran. Natürlich. Sortieren Na. hast du aber nichts da. Fix mir Foto schauen, weil du nicht glaubst, wenn es nicht Zeit 6, das kann nicht sein, oder blutige Ranzenfotzen nochmal. Sag einmal. Was? Jetzt lerne Da hören doch Kinder zu. ich die Burma muss schalten. Shaden. Schalten. Sheldon. Sheldon. Big Bang Theory, der nächste unlustige Scheiß. Big Bang Theory. Haben wir gesagt? Big Bang Theory. Ja. Ja. Das
Auf jeden Fall finde ich das nicht in Ordnung, dass du sagst, du ergötzt dich dann nur an den nackten Leibern deiner Favoritinnen, ohne dass die überhaupt was dafür kriegen. Favoritinnen, jetzt hat er es auch noch gegendert. Na, ich habe jetzt die Mehrzahl tatsächlich gemeint. Achso, genderst du also nicht? Hast du alle Transmenschen? Na, ich kenne einfach keine männlichen Pornodarsteller. Wirst du eine Kalle Koschinski, kann es sein? Kalle! Ist es der? Kalle! Ja, ich glaube schon. Der immer, nein, nicht Kalle Koschinski, wer ist denn der? Der immer sagt so, immer schon rein in die Futterluke. Was schaust du dir für Scheiße an? Das ist ja unglaublich. Ja, den kennt man einfach so von Reels oder so. Okay. Der, Ist bestimmt Grundschullehrer. Ja, er hat schon so ein bisschen Wirtshaus-Vibes. Aber knattert dann immer ordentlich hier rum. Wo ist denn die Katze gekommen? Da fein irgend so eine kleine Katz. Geb, da ist. Nein, ist ein Frosch. Was soll das sein? Ich sage mal Frosch. Ja, Und macht's nur Spaß? Spaß. jede Menge Spaß. Ich muss eigentlich so unglaublich dringend aufs Klo. Ja, geh halt dann. Ja, wie soll ich nicht gehen? Das Mikro Okay. droht, dann müsst ihr das Mikro jetzt Dann machen ausziehen. wir machen es jetzt so. Sobald dieses Dach, das Ding da drauf ist, schauen wir, wie weit ich bin und dann hören wir auf. Okay. Da sind wir ja nicht in den Tosen Wohnzimmer. pullert. Was habe ich bei Pokémon weitergespielt? Na, Ich habe jetzt den Test ganz gelesen in der Endzone. Ich glaube, ich habe es im Talkthrough gesagt, die ja eigentlich immer sehr wohlwollend gefühlt bewerten, wo es ja irgendwo verständlich ist, weil so ist ja Nintendo-Fans sind. Ja. Aber selbst die haben mir 6,5 von 10 gegeben und haben gesagt, das war jetzt wirklich schon langsam an der Zeit, dass sie Game Freak und Nintendo mal mehr Mühe gibt. ja, dass die einfach mal da wieder in eine bessere Richtung gehen, weil das ist einfach. So kann es nicht weitergehen. Das ist absolut nix, Joe, das ist absolut nix. Das geht nicht. Ja, da haben wir im Talkthrough schon drüber geredet. Ja, also den Test ganz durchgelesen, wo ich das da Jetzt muss ich es zweimal bauen. gelesen habe, haben wir gedacht, ja, das hört sich echt nicht nach spaßigen Pokémon-Abenteuer an. Na. Nö, du. Nö. Da interessieren mich die Verkaufszahlen da aktuell sind von Legenden. Aber wahrscheinlich gut genug, weil es verkauft ja nach wie vor der Name einfach. Ja. Das mag ich also Duplo-Spekulatius. Und Wenn du dir Pokémon, den neuen Teil, also stell dir vor, jemand von Game Freak ruft bei dir an und sagt so, hey Kani, Alter, wir haben 0,0 Ideen, was darfst du dir für Pokémon wünschen? Also nicht Pokémon, sondern die Story, die Welt. einfach für Sprüh. Ja. Also als erstes würde ich mal sagen, gehen wir mir Let's Go-Version von der zweiten Generation machen. Wenn sie sagen, nein, dann würde ich sagen, dann, Natürlich sagen die, na. dann sage ich, macht's einen Schwierigkeitsgrad. Ich glaube, ich habe auch beim Talk schon gesagt. Baut einen Schwierigkeitsgrad ein für ältere Spieler, die ein bisschen gefordert werden Ja. wollen, dass diesen bläden, diese Fangmechanik weg von Let's Go. Die braucht auch keinen Sack. Lass sich vielleicht ein bisschen Sprachausgaben kann man vielleicht mittlerweile zumindest zum Teil mit einbauen, zumindest bei den Das sind Kampfanimationen. ja alles nur Mechaniken. Ich von Game Freak rufe bei dir an, weil ich sag, Soll eine Story auch noch pitchen? oder? natürlich, nur Ach so. deswegen rufe ich an. Dann Den ganzen anderen Krampf, den du gesagt hast, machen wir eh nicht. machen wir eh nicht, hört der mal kann. Ich brauche erstmal schnell sowas, aber gerade ein Zweiter. Hast du sowas bei dir? Was? Zwei. Zack, auf dem Plan. Ja, also das da ich gerade mit 2 Stunden, weißt du. Warum? Weil ich brauche. Aber wo auf der Seite steht denn das? Da! Das ist ein Dreier. Nee. Doch, Das der. ist ein Eckteil. Ja, mein Jetzt Gott. oder ist Mein Gott. ja, vielleicht unten bin ich schon so. Schreib jetzt nicht so. Dann da ich sagen, da möchte ich einfach so eine coole Oldschool-Story haben, dass ich sage, hey, Männers, Mewtwo bricht aus und hat die Welt übernommen
Und wir sind jetzt halt nicht auf dem Weg dahin, der Allerbeste zu werden, wir sind auf dem Weg dahin, dass wir vom Mewtwo besessene Menschen wieder befreien müssen, indem wir es besiegen und so ein Zeug. So in die Richtung, das glaube ich war cool. Ein bisschen düsterer die Story, ein bisschen erwachsener aufgezogen. Das da habe ich mir eingelassen, da war ich dabei. Da war er dabei. Das war echt prima. Und hast du schon was anderes gepitcht? Ich hätte gerne mal Pokémon mit Erwachsenen. Also das. Im Porno. Pokémon Triple X. mit der Riley Reid, oder wie jetzt geheißen? Ich hätte gerne ein Pokémon mit der Riley Reid. In der Hauptrolle, richtig. Watch. Und dann so, komm her, Schlurp. Oh Gott, na. Na, pitch weiter, verzeih. Ja, halt einfach, das habe ich erst jetzt mit dem Talk schon gesagt, mehr einfach mal in eine erwachsene Richtung gehen. Ja. Weil es sind halt mittlerweile einfach die Fans der ersten Stunde erwachsen. Ja, und sie hätten ja wirklich eigentlich für das Franchise auch das Potenzial, da sagen, hey, wir hätten sicher keinen Verlust, wenn wir jetzt einmal nur eine größere, erwachsene Fanbase ansprechen. Ja. Sowas wie Mortal Kombat halt nur mit Pokémon. Und wenn es gerade so ein FSK 12 Ding war, weißt du, wenn du sagst, es muss nicht voll eskalieren, sondern gesagt einfach mal FSK 12 ausballert, weil dann war sie auch schon ein wenig reifer, oder ist, weil das, was die da jetzt fabrizieren, ist nicht so mein Ding. Ist nicht so gut. Ja, ich hab nur Duplo. Okay. Und jetzt einmal das so. Ich hab so viel Nosenlauf. Wahrscheinlich werden die meisten ausschalten, weil sie nicht zuhören können, wie die ganz reinrutschen. Oh, Alter. Da will ich halt ich gerade ausschalten. den Ton dann richtig hoch treiben. Dass der ganz leise ist und vor mir. Ah! Ich suche gerade eine weiße Stange. Ja, brauchst du nicht. Ja? Ist aber nicht weiß, ist eher ein bisschen braun. Oh Gott. So disgusting. Was glaubst du, werden gerade der Mike und der Seppi machen? Schere. Gut. Was meinst du nicht, oder wie? Doch. Ah, klare Sache. Schubkarren. Die Homos. Homo. Wenn sie sagen, Mike, der kann ich und der Korb, die Idioten hocken uns beieinander und dann Lego bauen. Ah, Seppi, Genau so wird es ablaufen. Da ich alles dafür verweten. Machen sie sich über uns lustig, weil wir hier unserem Hobby frönen und sie machen dann Schere. Ach so, glaubst du, die haben eigentlich gar nichts zum Tor? Nein, Die fanden das einfach nur mega peinlich und haben sich gedacht, boah, dann haben wir endlich mal nur Zeit für uns. Ja, und dann haben sie halt also die Gelegenheit im Shop ergriffen, dass sie sich heimlich treffen zu zweit, ohne dass Fragen gestellt werden. Okay. Und sie dann eben in Ruhe beim Seppi in der Dusche drin einen Schere Und machen ihren können. Frauen haben es gesagt, dass sie sich mit uns treffen wegen der dämlichen Ja. Weihnachtsfolge. Ja. Wohl wissend, dass eine Frauen niemals die Folge anschauen werden. Ja, die werden das nie überprüfen. Und jetzt hat links, wie gesagt, gerade beim Seppi in der Schere und machen Anusschere. In der Dusche machen Anusschere. Was ist eine Anusschere? Ja, da es ja Männer sind, können sie nicht die normale Schere für die Frauen machen, sondern müssen eine Schokofabrik-Eingänge aneinander reiben. Ach so, ich habe gedacht, da reibt man einfach nur seine... Nein, die machen schon eine Schere, aber drucken halt dann speziell so die Woher weißt du das so genau? Ja, das ergibt es ja aus dem Kontext, wenn du drüber nachdenkst. Wieso denkst du darüber nach? Weil man denkt, wie taten denn zwei Männer eigentlich Schere machen? Und dann haben wir gedacht, so taten die Schere machen. Dann habe ich den Seppi und den Mike gefragt und Dann haben sie es bestätigt? ja. Nein, das geht ganz anders. Nein, ich kann nicht, bist du direkt blöd. Wie möchtest du das machen? Geh mal her. Nein, bitte nicht. Ah! Und schon bin ich geschert worden. Ja. Du musst Start halten. Ja, Start. jetzt sag ich dir, wie das mein Onkel gemacht hat. Da ist. Ja, ich muss immer nur jammern und dann finde ich's. Super.
Du darfst daheim wahrscheinlich nicht mehr bauen, oder? Weil du so verjammerst. Ja. Wenn Aber immer ich muss jammern, weil sonst stimmt das da nicht. werden dann immer die Türen zugemacht. Ey, in meinem Haus werden keine Türen geschlagen. Wo ist das Teil? Wo ist es nur? Was ist da los? Du hast ja gestern in deiner Weihnachtsfeier aufgrund von meinem Hinweis ein tolles Weihnachtsgeschenk gekriegt von deiner Belegschaft. Ja. Wie viele Fragen sind dafür gestellt worden, warum du 12 bist? Viele. Es Okay. ist dann auch gefragt worden, warum ich das jetzt genau bekommen habe. Und dann habe ich das natürlich, weil ich schon einigermaßen angetrunken war, das wahrheitsgemäß erklärt. Dass ich das gesagt hab. Wahrscheinlich bin ich da jetzt aber bei manchen nicht mehr ernst zu nehmen, ja. Also für alle, die jetzt das aus dem Kontext heraus interessiert war, was der Kani denn da eingeschleust hat, dass ich das bekomme, es waren Pokémon Trading Cards. Na, One Piece. Stimmt. Boah, lecker, das war der Wahnsinn, wenn sie Pokémon gekauft hätte. Aber ein ganzes Display, gell? Also. Ja, na, ich habe jetzt gerade irgendwie am Pokémon immer nur gedacht und ich bin jetzt wirklich vertieft in diese Kacke, oder? Ich bin nämlich gefragt worden von ehemaligen Arbeitskolleginnen, was sie denn an Korbi schenken könnten. Ja, weil Das und das Budget haben sie frei. richtig, die kennen mich anscheinend so schlecht, dass man da immer noch einen Kani fragen muss. Und dann habe ich gesagt, hier, kaufst du mal, das ist nämlich genau fürs Budget, also wirklich, ich glaube fast auf den Cent genau hat das Budget gelangt. Okay. Für dieses Display. Am Cent, genau. Ja, super. Kauft ihm das mag er. Das mag er, der Corbinian. Wie er das erklärt, aber das ist sein Problem. Hast du seitdem schon ein Gespräch mit irgendjemandem führen müssen? Das war gestern. Also, nee, das ist eigentlich nur das Geografform halt. Sie wollen nochmal mit mir darüber reden. So geht das, wenn nicht, Herr Hermann. So, jetzt muss ich das auch zweimal machen. Na. Hä? Doch. Was? Do you need help? Help! I need somebody, help! Just not anybody, Da help. wird jetzt auch ein Film gedreht und da ist jetzt ein Cast bekannt worden. Ich habe noch nicht den ganzen Cast gesehen, aber einer ist der Governor von Walking Dead. Kenn ich nicht. Wer ist das? Mir jetzt so gern mit jemandem einen Filmpodcast machen, der sich auskennt. Okay. Hast du Walking Dead nicht angeschaut? Die erste Staffel und ich fand's todeslangweilig. Ja, kann ich verstehen, nach der ersten, vor allem wenn du halt nicht so direkt im Zombie-Game drinnen bist, dass du dann schon, dass du nicht gleich angefixt bist, aber Ich Sie mag tat- Zombies. es Also, wird danach erst richtig gut losgehen. ja, das ist immer, Aber der Governor, der da zum Beispiel eben dann in der 3. Staffel gekommen. Ja. Als Antagonist und der war schon auch sehr böse. Okay. Und wen von den Beatles spielt er? Das habe hab ich jetzt auch, wie gesagt, ich habe den Poster noch nicht ganz angeschaut. Da habe ich schnell durchgescrollt und sage, hey, Governor, aber der, und dann habe ich weitergescrollt. Cool. Cool Story, Bro. Wir gehen wieder 2 Teile ab. Wo seid ihr? Wo ist dem Teil geblieben? Wo bist du, mein Sonnenlicht? Das Schweinelittle. Das gibt's doch nicht. Mal stell dich an, jammer nicht ein wenig. Jammer ja eh. Nicht Ich geb mir so viel Mühe. Zweimal, 4-mal. 2x4. Ist Hä? 96. Nein, stimmt schon. I do not believe this. Das ist ein richtig schönes Set zum Hinstellen. Da Da ist. trinken wir mal wieder mit mir. Ja, ja. Ja, 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 ja. Prost. Prost. Ah. So, das war jetzt nur noch einmal. Wo? Wo ist dem? Wo bist du? Eigentlich hätte ich gemeint, ich hätte mir sogar ein bisschen was aufgestimmt für die Weihnachtsfolge. Okay. Aber ich finde, ich weiß gerade nicht, wo ich den Zettel hier habe. Mit peinliche Fragen für den Kabinian. Wie oft hast du dir an Weihnachten unterm Christbaum schon einen gewedelt? Noch nie. Okay.
Aber also es ist definitiv auf der To-Do-Liste. Na, wir haben ja aktuell keinen Christbaum, deswegen ist das schwierig. Wie oft hast du das gemacht? Rein Interesse halber. Jedes Jahr. Okay. Schon schön, da legst du einen Deck unter den Christbaum, machst Lichtlo. Das ist einfach, das ist so eine schöne Me-Time ist das einfach. Du musst da einfach mal selber was Gutes tun. Dann machst du nur die schöne Christbaumbeleuchtung an. Stell mir das gerade so vor. Also bei uns war das als Kinder immer so, War dass wir erst das Wohnzimmer betreten durften an Heiligabend, wenn das Christkind dann da war. Und dann, Ist bei klingelt worden? Genau, und dann klingelt worden ist. Ich stelle mir das bei dir so vor, ich will das machen. Und dann Viertelstunde vergeht. Am Lausch so eine Tier und Herz gerade so. Oh. Oh yeah. Und dann irgendwann kommst du raus. Schwitzt voll. Oh, das war jetzt gut. Ja, wolltest du nicht klingeln? Ah ja, genau. Magst du nicht noch auspacken? Hab ich gerade. Und dann ins Zimmer gegangen und geschlafen. Leg mir meine Packel von dir, ich mag ich gar nicht mehr sehen, ganz so fix. Ach, das Niveau. Boah, leck. Ja, Me-Time, muss das ist wichtig. Okay, Self-Care. Die schauen alle gleich aus. Also, einmal die Kloschüssel hier, dann kommt einer von diesen Armen. Ich hab die ganze Zeit gemeint, du baust die Minimansch, gell? Dachte ich auch, ja. I've never been so wrong, oder? So. Zweite Kloschüssel. Hast du gelesen? Na, hab ich Netflix nicht. kauft Warner Brothers Ja. für 80 Milliarden. Das ist doch schon bekannt. Das ist irre. Ist bekannt. Ja, auf alle. Aber zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es am vorherigen Abend erst bekannt gegeben worden. Ja, und jetzt heißt schon, gell, dass die Warner Brothers Filme werden weiterhin im Kino erscheinen, aber dann in schnellere oder in kürzere Abstände im Streaming erscheinen. Na, doppelt so schnell im Kino laufen, wenn man sich Ja, immer das mit dann auf normaler Geschwindigkeit dann auf Netflix anschauen kann. Ja, genau. Das ergibt Sinn. Also diese selbst, ich war eigentlich ganz froh drum, wenn sie es noch canceln hatten, dass sie es nicht machen dürfen wegen Monopolbildung oder sonstigen Ipsi. Warum? Gibt es ja schon die ersten Stimmen, die da. Ja, ich glaube, dauert jetzt eh noch 1,5 Jahre, bis der Deal überhaupt durch sein kann. Mhm. Aber ich war eigentlich ganz froh, weil das ist echt gefährlich fürs Kino. Ach. Schmarrn. Was Schwan? Die sichern sie ab. Wer? Ja, Netflix. Ich werde mal auch dann halt einen nächsten Zweig neben meinem Streaming aufbauen. Um das geht's ja. Ja, wenn es heißt, dass die Filme dann noch schnell ins Streaming kommen, dann gehen nur weniger Leute Das ins ist Kino. wie bei Disney. Weil sie sagen, hey, Ja, aber bei Disney stört's die nicht. ja, die haben aber nicht so eine kurze Pause dazwischen. Die sind relativ lang im Kino, bis die dann auf Disney Plus laufen. Ich weiß jetzt auch noch nicht, wie kurz das dann wird, aber ich sag das nicht wohlwollend. Wie sagst du immer, in der Kürze liegt die Würze. Ja, das sage ich aber nur aufgrund meiner körperlichen So Beeinträchtigung. Gegebenheiten. Das sind nicht 20 Zentimeter. So, jetzt weiß ich nicht, was ich tue. Soll ich Katze streicheln oder Lego bauen? Bitte bau Lego. Nein, ich muss Katze streicheln. Wir wollen doch fertig werden. Ja! Und dieses Mal haben wir die Chance. Wir sind richtig am Herzen, Männers. Ja. Wer hätte gedacht, dass das so viel ist? Ja, ich war ganz überrascht, als ich gelesen habe, 1700 Teile. Mein Gott, leck! 1700, das ist mehr als 1000. Boah. Boah. So weit kann ich gar nicht zählen. Was machst du denn heute sonst noch? Lego bauen? Ja, ich baue noch mein R2D2 fertig. Na, ich glaube, dass ich heute noch eine schöne Runde Ghost of Yotai weiter zocken werde. Da bin ich nämlich jetzt ziemlich im Finale fast, denke ich mal. Also ich gehe mal davon aus, dass es nur so um die 10 Stunden zum Spielen haben wird. Okay. Und das möchte ich jetzt dann beenden, weil ja jetzt Weihnachten ist. Weihnachten ist und ich da noch mehr Zeit zum Zocken habe, weil ich mit meiner Family nichts zu tun habe. Na, jetzt ist ein Ding rausgekommen. Am 4. Dezember Octopath Traveler Zero. Zero. Das möchte Zero. ich unbedingt wieder spielen, weil die ersten 2 Teile, die tue ich lieben tun.
Und es ist, glaube ich, das falsche Teil, was ich da gerade habe. Und es ist, oder ist es doch nicht das falsche Teil? Es ist, warte mal, ich bin kurz verwirrt. Metroid Prime 4 rausgekommen. Das passt doch nicht, was ist denn das? Also ich weiß nicht, warum du deswegen so wütend bist. Das Metroid Prime 4 rausgekommen Ja. ist. Das regt mich so auf, wenn Spiele kommen. Was soll denn das? Und das zu Weihnachten? Und auf das warte ja schon wirklich x Jahre. Das ist ja, wie lange ist denn da? Wie viele Stunden am Tag zockst du? Das ist unterschiedlich. Ich habe jetzt die Woche habe ich eigentlich nicht viel gezockt. Mhm, was ist nicht viel? Gar nicht teilweise. Also Okay. ich glaube, was ist denn heute? Heute ist Samstag. Ich Ja. glaube, ich habe die Woche 2 Stunden vielleicht zusammengebracht. Okay. Und da habe ich, Aber- hab ich nur wegen das Viewfinder gespielt. Ich habe gedacht, du spielst der Zelda. Jetzt gerade? Ach Ja. so, ja doch, stimmt, das habe ich vergessen, da haben wir uns auch mit zusammengesessen, aber da haben wir auch, ja, dann habe ich 4 Stunden gespielt, weil da haben wir auch gerade 2 Stunden ein wenig alleine gezockt. Sind wir jetzt übrigens mit dem ersten Teil durch und sind wir jetzt bei dem The Adventure of Link, also das zweite Spiel auf dem NES. Und das meine ich, das wird auch wieder hardcore knackig schwer. Wie lange habt ihr dann fürs erste gebraucht? Ach, was soll das gewesen sein? 10 Stunden? Okay. Aber das ist wirklich, also allerhöchsten Respekt vor alle Menschen, die das damals bei Release durchgespielt haben, ohne irgendeine Komplettlösung oder sonst was, weil das ist unmachbar eigentlich in meinen Augen. Das sind Sachen, wo du brauchst irgendein Item für irgendwas in einem Tempel, das du in einem Tempel davor gekriegt hast, aber du weißt es halt nicht, dass das Teil in dem Tempel drinnen ist, du kannst Ja. also übersehen. Und du weißt halt auch später nicht, dass du gerade das Item für das und das brauchst, weil du hast ja überhaupt keine Hinweise, gar nichts. Das ist, in meinen Augen ist das ein ausgewürfeltes Zufallprinzip, das Spiel. Das ist echt unglaublich, wie das irgendjemand jemals hat durchspielen können. Aber wir haben es geschafft, mit Hilfe. Internet sei Dank. So. Ich habe jetzt hier die Kloschüsseln zusammengebaut. Oh, wow. Und nu können die. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Aber ich muss ja sagen, dass ich zur Zeit auch wieder lieber zock in letzter Zeit, als Filme oder Serien noch zum Schauen. Oder menschlichen Kontakt. Äh, Hey, Kani, komm vorbei. ja, geh weg. Aber ich bin doch deine Familie. Scheiß Familie. Hast du eigentlich sowas wie einen Namenstag? Nein, aber ich bin evangelisch, da feiert man keinen Namenstag. Ja, aber würde es zu Daniel einen Namenstag geben? Keine Ahnung. Ja, wie? Weiß ich nicht. Weil, wie gesagt, das gibt es ja bei uns Kirchenspaltern nicht und darum weiß ich das dann nicht. Ja, wie ist das was Katholisches? Ja, Namenstag ist meine rein vom katholischen Pädoverein. Okay. Ich hab 2. Warum? Weiß ich nicht. Ich hab einen komischen, seltenen Namen und den gibt es anscheinend 2-mal im Jahr. Kabinian oder was? Ja. Warum gibt es denn zweimal? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Was soll das? Informier dich da mal. Ich hinterfrag solche Dinge nicht. Hauptsache du kriegst zweimal Geschenke, oder? Kriegt man keine Geschenke. Ja, warum nicht? Weiß Was ich- gibt's denn an den Scheiß? Ich weiß es nicht, ich verstehe es selber nicht, deswegen hätte ich ja gerade gefragt und hätte mich dann mit dir über Namenstage unterhalten. Achso, du willst Nur jetzt um dann wieder umzuschwenken auf Pornos. endlich wieder das, wo ich mir auskenne. Wie viel Pornos schaust du in der Woche? Alle. Zu viele. Ah, okay. Weißt du das, deine Frau? Ich glaube schon. Also du redest nicht offen über die Sucht. Das ist keine Sucht. Natürlich ist es Sucht. Nein. Doch. Das weiß ich besser als du. Wie viel Pornos schaust denn du? Gar keine. I do not need this. Da reicht deine Fantasie. Hey! Ups. Ja, du. Da reicht deine Fantasie einfach schon aus, oder? Ja, das ist. Wenn du der schnellste Colt vom Wilden Westen bist, dann rentiert sich das Aussehen oft gar nicht. So, hey, der war. Okay. Der war schon schön gewesen, aber jetzt mag ich auch nicht mehr. Gott, oh Gott, oh Gott. Du hast aber die Octopath Traveler Teile auch gespielt, oder? Den ersten, ja. Ja, was ist mit dir? Ich habe nicht so viel Zeit wie du. Einfach schon mal nach dem Maul. Fall im Auge nur. Was ist eigentlich los? Ja, was ist mit dir los? Nimm doch mit Zeit für deine Hobbys.
Mach ich nicht so einen Krampf für, was weiß ich, Podcasten. Ja, und da Klemmbaustein, Ja, richtig. Weihnachtsdeko zusammenbauen. Das ist irgendwie. Ja. Wahrscheinlich schlafen schon alle und denken Ja, sich, 100 Pro. oh Gott, langweiligster Dreck aller Zeiten. Wahnsinn. Kannst Wo richtig- ist der Seppi, wenn man ihn mal braucht? Kannst du wahrscheinlich, wenn das live geht, kannst du wahrscheinlich zuschauen, wie die Abonnements schwinden. Abonnements. Ah, ich baue da jetzt gerade so richtig die Vorhang-Scheiße zusammen. Das ist jetzt richtig fesch. Wo ist, da ist. Ah, das schaut schon nicht schlecht aus, schon hier. Ja? Also- Jetzt kommt dann das Dach noch. Chris Baum tut sich drehen, tun, dingel, ding, dang, dong. Oh, so geht das nicht. Mr. Hanky, der Weihnachtsmann. Weil kannst du da schon die neuen Folgen singen. Na, Schau dir die unbedingt an, weil du brichst zusammen. Das ist echt Wahnsinn, wie unglaublich gut, dass die an Trump und die ganze Mager-Fotzen-Vereinsscheiße da ernten auf die Schippe nehmen. okay. Das ist so geil. Vor allem, weil sie auch so ein KI-Video vom Trump ja gemacht haben, wo er dann knockert durch die Wüste läuft und zieht sich dann aus und ist halt voll so fett und hat dann so einen kleinen Mini-Penis oder einen Mikropenis dann. Er ist jetzt auch der Partner vom Satan, nicht mehr der Hussein und so Mist. Das ist also wirklich Weltklasse. Da tust du zusammenbrechen, tun. 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 Ja, habe ich schon wieder Bock, dass ich das mal wieder gucke. Aktuell haben wir nur mit King of Queens wieder angefangen. Ja, da bin ich auch immer am Spekulieren. Die ist einmal irgendwann bei mir losgegangen auf Prime, dass die jetzt bei mir in der Liste drin ist. Ja. Und jetzt hätte ich doch einmal wieder mal, dass ich mir überlege, Da ist der Arthur einfach der Beste. Arthur ist echt super, ja. Rest in Power, Arthur Man. Das ist jetzt einmal wieder 8-mal. Aber du hast jetzt jeden Augenblick dann das Dach und dann brich ich sofort ab. Sofort. Ja, jetzt brauchen wir auch noch mal aufhören. Das geht jetzt da, dann Henki dem Christmas Pooh. Mal schnell kicken hier. Wo sind denn die Seiten? Das ist Seite 109 und 110. Also einfach aufsetzen da jetzt, oder wer? Oder wer, oder was? Oder wie? Oder was? Was? Schnurz, ey, du. Es dreht sich doch eigentlich nur dieser Weihnachtsbaum. Den man nicht sieht, weil die anderen Viecher Fettsäcke davor stehen. Ja, okay. Ja, wenn man reinschaut, dann sieht man schon ein bisschen. Es ist ja da, das ist ja auch so ein Leuchtteil, oder? So Ja. ein Steuer Leichten da. Der hat wahrscheinlich irgendwie zum Christbaum dazu gehen. Wahrscheinlich auf die Spitze. Nein, den hast du 100% vergessen. Okay. Beim Dach, oder was? Nein, beim Christbaum. Dass der schön ausleuchten kann. Also ich habe auf alle Fälle die meiste Arbeit hier getan. Bist du schon fertig? Also, schau hier. Okay. Dann gebe ich dir das. Das machst du jetzt noch schnell fertig. Da kannst du schon mal. Da hast du schon mal 4. Okay. Was muss ich denn jetzt machen? Weiß nicht mehr, wo du warst. Noch eins. Da. Und diese. Da. Da, blöd. Also mich hören wir gar nicht auf, wenn ich fertig bin. Ja, doch. Aber den Arbeitsschritt, den machen wir jetzt noch. Und den Rest Darf dann der glückliche Gewinner machen. macht der Kani dann noch außerhalb von der Folge fertig. Oder vielleicht beim Kassettenschmerz. Genau. Genau, wird ich mir da nur mal so Arbeit machen. Genau. Wie viel fehlen nur? Was war das? Das war mein Mund. Süß. Hast du eigentlich Stranger Things schon angeschaut? Nein, noch nicht. Okay, hast du Ich gar will nichts- nix hören. Gar nichts gesehen, wie der Chopper Hopper Wie. gestorben ist. Jetzt noch eins. Noch eins? Mhm. Okay. Henki dem Christmas Pooh. Chupi chupi du. Was ist das denn? Hallo? Wo ist dem Stankerl? Wo ist Stankerl, blöd? Ist es nicht. Das ist Da ist noch eine. Das sind nicht. Na. Da. Gib. Such die Stangerl.
Weil dann kann man wenigstens hier die Kuppel nur drauf sitzen. Das kann ich. Da muss ein Stangerl sein. Na? Die Stangerl jetzt hier. Na? Oder magst du es nicht geben? Ja, Weißt du, was es ist? Es ist schon das da, gerade haben die das da nicht abgefräst. Nein, nicht, dann. Ja, das lassen wir schon dran. Ja. Das ist nämlich dann dem mit goldenen Spitzel. Dann brauchen wir erst mal die Klinge. Ach ja, zauberhaft, zauberhaft. Das ist Ich schön. moderiere hier zwischenzeitlich schon mal ab, weil ich werde schon angerufen, wo ich denn zum Teufel bleib. Ich wünsche euch, genauso wie der Kani, Na, du nicht. frohe Weihnachten, ein besinnliches Fest. Und Kani, was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, danke an alle, die wirklich so viel Sitzfleisch gehabt haben, dass sie diesen Käse jetzt wieder durchziehen mit uns. Dafür trinken wir damit drauf. Prost. Prost. Sonst hat der Korbi eigentlich schon alles gesagt. Frohe Weihnachten, schöne Feiertage. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Nicht vom Merry Christmas Set. Merry Christmas. Tschüssi. Wiederschauen. Tu. Oh oh. Oh oh.